Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Oder Mittag, oder Abend, oder falls ihr das jetzt mit in der Nacht hört, ist es umso geiler. Dann hoffe ich, schlafe wieder mega gut ein mit unseren super gechillten Stimmen. Oder lacht nur. Ja. Weißt du, ich habe mir da schon wieder so Gedanken, wo man da hat müssen sagen, hey, der Podcast ist ab 18. Okay, So, nein, so, eine, so, eine so eine Bettdecke-Lüpfer, wenn du weißt, was ich meine. Haben Sie feuchte Träume mit Brotkasten? Ja, aber das ist auch nicht gut. Nasses Brot ist hässlich. Ja, frag mal die Enten, die haben es gern. Ja, gut, ja. Das ist auch so ein hohes Paradox. Eigentlich alle sagen immer, ja, weißt du, das harte Brot bringst du zu den Enten. Ja, Kollege, wenn du ins Wasser rührst, wird es weich. Ja, Also, das was haben jetzt die Enten lieber? Haben sie lieber ein Herzbrot oder ein weiches Brot? das ist eine sehr gute Frage. Willkommen bei der Philosophiestunde mit dem Blackjack. Oh, mit dem Ullen. Oh, mit dem Ullen. Wo da hockt und sagt gerade irgendwelche. Weißt du, ich frage mich gerade eben. Wir hassen Herzbrot. Oder das wollen wir nicht essen. Mhm. Gut, ein Zwieback. Was ist ein Zwieback? Weil eigentlich hat es so wie die Form von einem fetten Toast. Also einem breiten Toast. Ich habe nie nachgeschaut, was ein Zwieback ist. Und ehrlich gesagt, das Geilste früher, was wir jahrelang gemacht haben, war eine kalte Schoki, ein Zwieback nebendran und das nachher dann in die kalte Schoki reingedünkelt und dann gegessen. Oh. Das war richtig geil. Ich muss wieder mal Zwieback posten. Weißt du, das sind so Sachen, die vergesse ich einfach irgendwie plötzlich so. Ah ja, hey, Zwieback gibt es ja auch noch. Ey, Zwieback ist super gut. Also, ich meine, früher haben wir Zwieback immer, wenn du krank warst, was hast du gegessen? Ja, das Zwieback. Salzstängeli oder Zwieback? Ja, voll. Und wenn es dir ein bisschen besser ist, dann hast du vielleicht auch wieder mal ein bisschen Anker und Konfi auf das Zwieback bekommen oder so. Ey! Nein, es ist göttlich. Ich weiss nicht, wie du das hast, aber ich hatte das einmal gehabt, dass ich so eine Woche lang nichts essen konnte, ohne dass es mir wieder ab sich gekommen ist. Ja, ja. Und du bist nur so Zwieback-Mampf und irgendwie so nach dem Tag 6 sagst du, hey, Alter, ich muss mal wieder irgendetwas Richtiges essen. Und dann hockst du so, dann weiss ich noch, dass ich mir irgendwie daheim geguckt habe, und meine Mutter gefragt, meine Mutter hat mich gefragt, hey, was hättest du gern zum Mittag? Und ich weiss nicht warum. Aber mein Kopf hat mir gesagt, du willst jetzt einfach eine Schüssel voll Brokkoli. Ich weiss nicht, ich habe 500 Gramm Brokkoli gefressen. Was? Ein halbes Kilo Brokkoli? Und ich hatte so Hunger gehabt, das war so gut. Ich glaube, meine Mutter hat mich ins Spital geschickt, das hätte ich schon nie gesagt. Gut, ich war schon krank, also von dem her scheiß drauf. Halbes Kilo Brokkoli. Ja, aber Brokkoli war eigentlich noch nice. Wenn du es richtig machst. Ja, ist nicht schlecht. Aber ja, es ist... Ja. So, das war ein fulminanter Zwieback-Einstieg in den heutigen Brotkasten. Das finde ich super. Das finde ich mega geil. Aber ist jetzt Zwiebackbrot oder nicht? Ich würde es... Nein, eigentlich ist es... Nein, es ist tatsächlich etwas anderes. Also, es ist speziell. Es ist einfach ein Zwieback. Es ist einfach ein Zwieback. Ja. Aber es ist schon mega alt, hast du das gewusst? Das habe ich gewusst, ja. Das kommt aus dem 15. Jahrhundert. Und wir haben immer noch Zwieback. Oh, wir haben immer noch Zwieback. Aus dem 15. Jahrhundert. Und es ist einfach, das hat jetzt so getan, das hat man dann einfach ein Zwieback gemacht. Und man isst immer noch von diesem Zwieback. Ja, wer weiß. Hast du schon mal gesehen, wie Zwieback hergestellt wird? Das ist so die Batman im Raum-Frage. Ich will dir nichts sagen, aber wir haben noch nie den Batman und mich im gleichen Raum gesehen. Oh Gott. Kannst du gleich? Hast du schon mal gesehen, wie Zwieback gemacht worden sind? Ohne Scheiß, das ist ein Fall für die Sendung mit der Maus. Oh Gott. Ey, als Kind habe ich die super gefunden. Ja, als Erwachsener finde ich die immer noch super. Wenn ich am Sonntagmorgen aufmache, wenn ich nicht am Streamen bin, dann
gibt es aber auch so einen Moment, wo ich ein bisschen rumzappe und dann gibt es halt einfach, kann man so, da wird gezeigt, wie Schrauben hergestellt werden, wie eine Batterie funktioniert, einfach so für Dumme. Und ich finde das schön. Ja. Ein bisschen Also Bildung in die Welt bringen. Ja, also ich hätte jetzt nie müssen sagen, so, hey, habe ich jetzt nicht begriffen, was die mir da erzählen wollen. Ich habe es immer schade gefunden, dass der kleine Elefant immer gemobbt worden ist, aber hat einfach immer drunter gekommen. Ja, der kleine Elefant. Da hat es so irgendeine Ente gegeben. Die hure Maus. Ja. Ein Ente? Die Sendung mit der Mausente. Ah, das war so eine gelbe Ente. Ah ja, voll, stimmt. Tatsächlich. Voll wieder in der Nostalgie am Schwelgen, Mann. Stimmt, die Huren Ente. Wie man so strange in die Kamera geschaut hat, so von der Seite. So. Ja, die haben auch immer so strange in die Kamera reingeschaut. Und der gute Maus hat auch immer so ausgesehen, als hätte sie gerade einen kleinen. Ja. Also, die Maus war einfach dauernd gestoned. Danke. Also, das muss man. Wo der Augenlider immer irgendwie auf der Hälfte eingestellt oder so. Ja, so ein Schlafzimmerblick. Die war ready für alles. Ja, das ist schon mehr irgendwie. Der Blick geht schon mehr unter Dingen, Schlafwandel. Und dann nehmen wir das hure Klacken. Also. Ja! Ja! Laufen wir kalten Rücken an. Das waren noch Zeiten. Am Samstag ist Tom Turbo auf dem ORF 1 und dann am Sonntag. Turbo! Ja! Ich lieb's. Mit dem Fritz Phantom. Ja! Jawohl! Der Fritz Phantom. Der Fritz Phantom. Was hat's noch gegeben? Rudi Ratte? Ich weiss gar nicht mehr alle. Aber der Tom Turbo, ich habe den so gefeiert. Ey, aber ich auch. Ich habe hure viele Bücher von dem gelesen damals als kleiner Bub. Es ist mit seinen 111 Tricks sind es, glaube ich, aber gesehen hast du irgendwie etwa 10. Ja, genau. Er konnte fliegen, er konnte Raketen schießen. Er konnte gumpen. Er hat sich flach drücken, damit er unter die Türen nicht durchkommt. Genau. Ey, aber die Effekte sind ja auch so eine Szene dort. Was hat er noch gehabt? Eine Lasernase? Ein Netz? Alter, ich habe gerade eine Liste gefunden von allen 111. Nicht. Ja. Im Anschluss befindet sich eine Auswahl der wichtigsten seiner 111 Tricks. Nummer 1, Turbo Puster. Nummer 2, Turbo Eismaschine. Nummer 3, Gedankenleser. Was? Ja. Der hat einen Gedankenleser gehabt. Der Nummer 22, Turbo Flachtrick. Er war einfach der Knight Rider für die Kinder. Einfach der Kid für die Kinder. Ja. Nummer 33, Turbo Aufräumtrick. Den hätte ich mir alle gewünscht. Ich glaube, der hat sich jedes Kind gewünscht. Nummer 70, der Turbo Bratpfannentrick. Fucking Bratpfannentrick. Oh Mann, ey. Also, ja, Tom Turbo, das war eine Legende. Ja, voll. Aber tatsächlich als Kind, das ist im Fall ein Sound, der verfolgt mich. Man hört noch in meinen Albträumen. Bei den alten Folgen hat es sich am Anfang, wenn das Intro kam, immer eine Frau gehabt, die geschrauen hat. Ah ja. Das ist so grusig. Ich habe ihn gerade im Hinterkopf. Wir machen jetzt nicht noch. Ja, ich habe es im Kopf, wie es tönt hat. Absolut. Das war strange. Und tatsächlich hatte ich von dem mal einen Albtraum gehabt, weil es hat mal der Thomas Brezin, oder wie hat er geheißen? Ja, genau. In der Serie hat er anders geheißen. Der Boss halt einfach. Und der hat dort irgendwie mal ein Spiel gespielt, wo er so ein Labyrinth war. Und er war irgendwie wie so ein Priester, der so dort die Gänge durchsäckeln. Und hinter ihm ist ein Krieger nachgelaufen mit einer Keule und hat ihn probiert zu verwutschen.
Und irgendwie am Schluss ist dann nachher der Tom in das Spiel reingekommen. Und von dem habe ich mal Albträume gehabt, Mann. Und ich so, what the fuck? Oh Ja. Mann. Aber ja, Tom Turbo war Leben dann. Du vorstellst, das ist 20 Jahre gelaufen. Sehe ich da Ja. gerade. Das ist krass. Das ist heftig, ey. Ich meine, das läuft teilweise heute noch. Ah, Oder ja, stimmt, das seit 2016. Also sie haben immer wieder mal Pausen gemacht. Gut, der Thomas Brezina, der hat ja weiss ich die viel gemacht dort in dieser Morgen-Ding. Ja, der hat ja irgendwie noch das Rätselschloss und so. Also, der zähle ich definitiv zu einem von meinen Kinderhelden im Moment. Absolut, du musst mal nur schon seine Liste an Kinderbüchern, die der geschrieben hat, ey, das ist insane. Das ist richtig krass. Aber Tom Turbo ist ja auch eine Erfindung von ihm. Nicht irgendwie sonst irgendeinem. Das ist richtig heftig, was der alles angebracht hat. Hey. Alter, der ist 62, Mann. Du, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, gell? Ja. Ich hab das gesehen. Insgesamt schreibt Brezina 600 Bücher, Ja. die teilweise in über 35 Sprachen übersetzt worden sind. 70 Millionen verkaufte Bücher. Knickerbockerbande. Das ist im Fall. Ich habe das so geil gefunden, mein Götti-Bub hat das jetzt ein bisschen angefangen zu lesen. Ah, das ist Knickerbockerbande, das ist mega cool. gut. Ich habe die gefeiert, du. Ich habe die so gerne gelesen. Also der hat wirklich der Buchserien Alle meine Monster, Bronte Supersaurier, Chili und die Stadtpiraten, der Hell. Drachenherz. Von dem habe ich auch schon gehört. Ein Fall für dich und das Tiger-Team. Die habe ich alle gelesen. Das sind 50 Bücher gewesen, 50 so Dinge. Und ich habe nie mehr daran gedacht. Aber jetzt mal gerade, als ich den Titel gelesen habe, das Tiger-Team, ich weiß genau wieder, was es ist. Crazy. Knickerbockerbande, alter Leck. Also das ist etwas, was ich jedem Junior empfehlen, wenn er ein bisschen lesen will. Liest die Knickerbockerbande. Oder wenn er ein bisschen jünger sind, TKKG oder so. Ey, das ist Ja, ist das gut. Team. Absolut geil. Oh, jetzt. Wie heisst es? Ich Team lasse Ihnen auswendig. Klöschen Gabi. Team Karl Klöschen Gabi. Karl Klöschen und Gabi, ja. TKKG. Ich glaube, als Kind hast du entweder TKKG gelost oder die 3 Fragezeichen irgendwie so. Oder beides. Ja, ich habe es gelesen. Ich habe nie Hörbücher gelesen. Ja, wir haben das Kind halt. Ja, also hast du gewusst, dass es für die 3 Fragezeichen früher auch eine Schweizer Version gegeben hat? Nein. Als Kind haben wir eine Kassette gehabt, die geheissen hat, die 3 Fragezeichen und der Ameisenmensch. Und da gibt es so das Gruselschloss haben wir auch gehabt. Und also abgesehen von den Kindern, das sind wirklich Kinder gewesen, die das dann eingesprochen haben, die haben natürlich nicht so viele Erfahrungen gehabt. Aber dort hast du zum Beispiel Leute drinnen gehabt, wie ich glaube, irgendwie der Hauptcast von Fast eine Familie ist dort dabei gewesen. Der, wie heisst sie? Tante Martha ist dabei gewesen. Ja. Der Onkel Hans. Ja, der Onkel Hans, der Walter Andreas Müller heisst er, glaube ich. Genau. Ja, ich glaube, sie, wo Dings gespielt hat, wie heisst sie? Ich weiß doch die Namen nicht mehr. Fast eine Familie. Ja, aber ist schon witzig, wir haben das letzte Mal. Wann war das? Das Vreni hat auch einen drin gehabt. Und da, wo der Ralf Ebersold gespielt hat. Ja. Den habe ich immer gehasst. Der war immer so komisch. So ein Schleimbeutel. Ja, voll. Ja, wir haben das letzte Mal bei der Schwester hinten. Wann war das? War das da, wo ich gegaumelt habe? Das könnte noch sein.
Oder ist es an Weihnachten? Neujahr, glaube ich. Haben wir mal so eine Folge geschaut. Das ist verdammt geil gewesen. Gut, wobei eben, also eine Zeit lang hat es das Schweizer Fernsehen wieder gebracht. Und jetzt... Ja, aber Anfangsjahr ist es definitiv gelaufen. Und also sie sind teilweise nicht schlecht gewesen, halt einfach, ja... Ich glaube, nach der 5. Staffel, wo der Cast ein bisschen gewechselt hat, ist dann fertig gewesen. Ja. Mit dem Bruno geht auf. Der Bruno geht auf. Ich bin der Bruno. Ja, aber das ist auch eben Samstag zu Abend. Was hast du geschaut? Fast eine Familie. Oder so. Ja, effektiv. Früher war alles anders. Hast du gemeint, früher war alles besser gewesen? Oh nein, das sage ich nicht. Das ist nur die Ansicht von mir, dass es früher besser war. Diese Sachen, die sind vielleicht besser gewesen. Oder nein, sie sind einfach anders gewesen. Genau. Finde ich. Ja. Besser ist nicht unbedingt immer das perfekte Wort. Richtig. Hey, ja, aber herzlich willkommen beim Brotkasten. Wir sind wieder völlig ab. Also heute haben wir echt das Problem mit dem Abschweifen. Wir haben schon irgendwie wieder eine Stunde später angefangen, als wir uns so plus minus getroffen haben. Weil wir einfach wieder alles andere diskutiert haben vorher, als wir sollen vielleicht mit einem Podcast mal anfangen. Ja, aber ich weiss nicht, ob wir heute 3 Stunden schaffen. Ich glaube, das ist so. Nein. Also 3,5 wird es wahrscheinlich so sein. What the fuck? Nein. In den Filmen und Serien. Es hat sich im Fall, also wenn ich die Liste vergleiche von dem letzten Mal zu das Mal, es ist. Also ich glaube nicht, dass wir 3 Stunden werden. Ja, aber ich glaube, letztes Mal haben wir auch irgendwie eine Woche mehr Zeit gehabt, hat es mir gedacht. Ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir es ja. Das letzte Mal geschoben. Ich weiß gar nicht. Wir haben, glaube ich, überlegt, wir wollen. Nein, wir haben eigentlich mal geschaut, ob wir es eine Woche vorher nehmen, weil es eben dann eine Woche Spatzig drin hatte. Weil mir hat jetzt gedacht, der April hingegen war relativ kurz gewesen. Ja, nein, stimmt schon. Ich habe gerade mal geschaut. Das letzte Mal haben wir 5 Wochen gehabt, wo wir abgedeckt haben. Und das Mal sind es nur 4. Nur 4, ja. Genau. Ja, wir haben eigentlich jetzt eine Woche mehr. Voll. Genau. Ja, du. Also können wir einrechnen? Nein, wir können nicht einrechnen. Ich hätte jetzt gesagt, pro Woche eine halbe Stunde. Aber. Er geht nicht ganz auf. Aber schau, wo der Jeremy ist. Hä? Schau, wo der Jeremy ist. Ich schaue gerade zum Fenster aus, weil eigentlich sollte es heute den ganzen Tag pissen, aber bei mir ist jetzt schon wieder schönes Wetter. Ja, bei mir tut es eben auch gerade auf. Okay, das ist es mit dem Brotkasten. Tschüss zusammen. Nein. Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich gedacht, geil, es schifft. Ja gut, bei uns kommt es nachher wieder schiffen. Ja, ich glaube bei uns auch. Das ist nur der kurze Kut, den er da wieder schön hat. Ja, und nachher haben wir da die ganze Woche nicht das scheisse Wetter. Das ist geil. Bei uns kommt es sogar noch Blitz und donnern, Mann. Okay. Geil. Ja, hat er zwar heute auch gemeldet am Morgen. Mal schauen. Also, ja, nächste Woche ist Caps Lock. Was? Caps Lock, Shift ohne Ende. Okay, ja, alles klar. Aber verstanden. Ja, hey, hast du mal anfangen Caps Lock oder wie wir anfangen? Also muss ich jetzt die ganze Zeit nur ins Mikrofon schreien? Oder wie? Ja, genau. So, ja, ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen. Mit Filmen, mit Serien. Ich glaube, wir fangen mit dem grossen Mocken an, wie immer, Serien. He? Da habe ich nicht viel. Ja, aber ich habe, das wollte ich dir schnell erzählen, ich habe nämlich ein bisschen wenig Zeit gehabt. Aber ich habe die Zeit anders verwendet. Ich habe 2 sehr geile D&D-Sessions gehabt. Oh. Richtig geil. Richtig geil. Und das Geile ist, die eine, die habe ich gemeint, ja komm, wir können das so ein bisschen planen, es geht auch 2-3 Stunden. Alter, wir waren fucking 6 Stunden dran gewesen.
Aber mir es irgendwie war der gut Kampf vor. Ja, es war so schlimm. Ich freue mich auch, wir haben in 3 Wochen am Freitag haben wir auch endlich wieder mal ein bisschen D&D. Auch wenn es einfach nur online ist und wir unsere Kampagne weitermachen. Aber ich freue mich ein bisschen drauf, tatsächlich. Ich habe es echt vermisst, das Wort D&D. Ja. Einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Ja. Vielleicht packt es mich jetzt wieder im Sommer, dann machen wir wieder mal eine Woche lang nichts und dann. Geil. Es tut mir leid, wenn ihr zwischendurch so etwas hört. Das ist ein Blatt Papier, also respektive. ich fange mir einfach Notizen in ein Buch machen. Das finde ich nice. Ich werde dann automatisch verschreiben. Wirklich, ja? Ja. Also, wie viele Serien hast du? Ich glaube, irgendwo gesagt, keine 6 wieder oder so. Ja. Okay. Eher 2. Und der eine bin ich immer noch dran. Aber ich muss sagen, gewisse haben halt einfach nicht so viele Folgen. Es gibt auch wirklich gewisse, die nur so 5, 6 Folgen haben. So die gerade schnell eine. Muss schnell fragen, ob du die drauf hast. Und zwar ist das Eternauta. Dem Fall nicht. So, wenn ich jetzt die Blick anschaue. Weil das ist eine neue Serie auf Netflix, die möchte ich gerne schauen, ohne dass mir irgendwie ein Spoiler gibt. Vielleicht ist sie gut. Das ist jetzt gerade etwas, was ich mir aufschreiben muss. Also ich habe sie noch nicht gesehen, einfach mal den Trailer geschaut, du siehst auch erst die Woche rausgekommen. Es geht irgendwie darum, dass sie dort irgendwie in einem Gebiet sind und dort fängt es irgendwie an zu schneien und jedes Mal, wenn es irgendwie schneit, sterben Leute, wenn sie schnell rausgehen oder so. Also wie in der Schweiz alle gefühlt. Ja, genau. So auf die Straße schaust. Vor allem letztes Jahr, so plötzlich der 1 Tag, 2 Tage Wintereinbruch ist und einfach Haywire war draussen. Ja. Geh nicht raus. Im Fall, wirklich, ich habe keine Angst vor Autofahren, aber dort habe ich mir fast in die Hose geschissen beim Heimfahren. Bei mir musst du durch das Wäldchen durch. Ja. Hey, ich habe nichts gesehen. Nichts. Ja, das ist krass. Das ist wirklich dann vorne noch gemerkt, dass die Front, die Stoßstangen immer wieder so ein bisschen Schnee wegtätscht und so. Das hatte ich früher viel gehabt, wo ich aufgewachsen bin. Das ist halt auch, wenn es dann geschneit hat, dann hat es geschneit. Ja. Und wenn ich auf einmal arbeiten oder so, bin ich halt auch relativ früh raus. Und dann bin ich manchmal vor dem Flug raus. Und dann, ich habe ein bisschen tiefer geleitetes Auto gehabt. Oh, Scheiße. Da habe ich halt so einen schönen Streich nach mir gezogen. So irgendwie Schweiz. Das war krass gewesen. Ja, aber eben gut, in dem Fall haben wir die Serie nicht. Dann darfst du einfach mal mit einer anfangen. Okay. Die habe ich ganz spontan geschaut. Ich habe Leben ohne Ende geschaut. Auf Englisch heisst sie Earth Abides. Jetzt auch ein Caps Lock. Was? Jetzt denke ich Caps Lock. Wie Schrift ohne Ende. Nein. Ich habe sie vor allem interessant gefunden, weil ich habe richtig die Schnauze voll von Zombie-Serien, Games, weiss ich was. Es gibt einfach zu viel und es ist langsam genug. Und das ist eine Apokalypse-Serie ohne Zombies. Es geht auch irgendwie darum, irgendein Virus, also es hat wäre Corona ein bisschen schlimmer gewesen, wäre es so rausgekommen wahrscheinlich teilweise. Es ist ein schlimmer Virus, so gut wie alle sind ausradiert. Aber einer hat überlebt. Und das Konzept ist noch recht cool. Aber es überlebt einer, er muss sich eigentlich damit klar abfinden, ja, ich bin jetzt da der Einzige. Fährt sich Zeug aufbauen und so weiter und so fort. Fährt sich informieren. Und das war etwas Cooles gewesen, zu sehen, weil die meisten Zombie-Serien oder Apokalypse-Serien sind immer so gewesen, du hast einen Hauptprotagonist,
das Unglück passiert. Er fährt sich also er findet sich damit ab und kann dann aber irgendwie alles. Er weiß genau alles, was er zum Überleben braucht. Ja. Irgendwie. Und diese Serie zeigt es aber, der andere hat einfach null Plan. Oh, okay, ja. Der sieht jetzt, Scheiße, ich bin allein. Fuck, was mache ich? Ich brauche Essen, ich brauche Trinken. Strom hat sie keinen mehr. Was mache ich mit dem, wenn er... Also, es hat, glaube ich, noch gehabt, aber was mache ich mit dem, wenn er ausfällt und so. Und der Vater sich halt wirklich informieren, geht in die Bibliothek, holt sich massenweise Bücher. Geil. Fährt sich informieren, wie tue ich einen Garten betreiben, wie mache ich Landwirtschaft so in dieser Art und Weise, wie tue ich mir... Also, es war richtig gut gewesen. Am Anfang. Weil irgendwann leider, es ist jetzt nicht mega schlimm oder mega, es macht jetzt die Serie wegen dem nicht mega schlecht, aber sie fällt so ins gleiche Loch wie alle anderen Serien, wo um einen Weltuntergang oder jetzt Apokalypse und so Sachen geht. Irgendwann gemerkt er, okay, ich bin nicht allein, es kommen Gute, es kommen böse Leute sterben. Also, es ist einfach nachher so, ich sage jetzt mal, das 0815, der 0815 Ablauf, wenn man von Walking Dead oder You Name It halt kennt. Und dort hat es mir das ein bisschen ausgehängt, so, ja, nein, warum jetzt gleich wieder so, mach es doch anders. Aber ja. Ja, das andere ist, wenn man jetzt ein Survival-Game anschaut, also ich schaue es jetzt mal so an, wenn du eben alles hinbringst, irgendwann denkst du so, was mache ich jetzt? Absolut, ja. Aber ich verstehe schon, eigentlich hätte schon dort noch ein paar Hürden können rein tun, was passiert, wenn er jetzt ein Jahr lang mal Türen hat, zum Beispiel es pisst nicht oder keine Ahnung was oder so. Das ist halt wirklich aber das Krasse auch an dieser Serie. Die deckt nicht nur einen kleinen Zeitraum ab, sondern du hast dann an einem gewissen Punkt kommt dann plötzlich ein Zeitsprung von ein Jahr später. Ah, okay. Und das geht dann aber so weit bis zu, was sind es gewesen, 15 Jahre später. Okay. Also die Staffel deckt einen recht grossen Zeitraum ab. Ich weiß nicht mehr ganz genau wie viel, aber ich würde jetzt mal sagen so irgendetwas zwischen 15 bis 20 Jahren deckt die Staffeln ab. Und das finde ich tatsächlich noch mega interessant. Weißt du, sie ziehen es nicht in die Länge mit einem Strang eigentlich. Ja, er ist jetzt dort und überlebt jetzt da irgendwie 6 Monate, sondern ja gut, er hat sich das jetzt beigebracht. Er lebt jetzt ein Jahr. Was ist nach dem Jahr? Oder was ist nach 3 Jahren? Ja. Gut, aber dort könnt schon, weißt du, ich meine, wir reden jetzt mal einfach mal den psychologischen Aspekt reinbringen, anstatt wirklich so Gegner. Könntest du dann nachher dann auch sagen, hey, was macht er gegen das Alleinsein? Weil Ja, das absolut. ist ja auch ein psychisch, also eben etwas, was könntest du als Herausforderung hin tun, anstatt eben, dass jetzt dann so ein Negan kommt und dir alles klaut. Ja. Was ich noch cool gefunden habe, der Cast ist jetzt nicht mega krass, aber es hat 2 Schauspielerinnen, die man könnte kennen, der Alexander Ludwig von Vikings, der Björn gespielt hat, der erwachsene Björn. Yep. Und entschuldigt, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Elise Levesque. Die könnte man kennen, wer Stargate Universe kennt. Die hat dort Chloe gespielt. Und da merkst du eigentlich, scheiße, wie alt ist Stargate Universe? Weil bei Stargate Universe ist sie noch hure jung gewesen. Also, ich habe diese Serie angeschaut und dachte, holy shit, ist die gealtert. Und da habe ich gedacht, fucking hell, ist Stargate Universe schon alt. Der Alexander Ludwig ist der Protagonist, hä? Ja, genau, das ist der Hauptcharakter, der Hauptdarsteller, ja. Genau. Richtig. Aber ich finde, da passt so richtig gut die Vikings. Er ist einfach so ein Kloben. Er ist einfach gross noch dazu. Ja. Hure Tier. Ja, schau mal nicht bei Man in Black, bei Bad Boys an. Das ist eine hure geile Rolle, die er dort hat.
Er ist voll der Muskelprotz, voll der krasse Sieg, aber er ist voll der zurückgezogene, scheuche Nerd. Aber tatsächlich, er hat auch so ein Gesicht, das er so gut brauchen kann, weil das Gesicht sieht eigentlich mega weich aus, je nachdem. So wie ein Fufi. Und dann kommt er einfach reinschlagen. Aber ich muss sagen, immer noch eine der geilsten Szenen, die ich in Serien also in diesen x Jahren gesehen habe, ist der Abschluss von seiner Geschichte bei Vikings. Dort, wo er irgendwie 3 Pfeile im Ranzen hat. Auf dem Schlachtfeld, ja. Ja. Und dann einfach nur das Schwert zieht und dann die anderen er ist ja eigentlich schon fast tot und zieht noch sein Schwert und dann ist eigentlich noch mir ist dort der kalte Rücken durch ab und ich habe das Tränchen vergossen. Ich habe gedacht, Scheiße, ist das ein krasses Ende für den Charakter. Ist auch eigentlich allgemein eine gute Serie. Hey, Vikings sind immer noch eine von meinen Favoriten. Absolut, ist richtig gut gemacht. Ja, das ist Leben ohne Ende. Ich weiß es zwar nicht, was die gibt zum Schauen. Hat der es gerade offen, Leben ohne Ende? Sender Epix. What the fuck ist Epix? Auf Prime gibt es die tatsächlich. Prime Video. Ja. Kann man die schauen. Ob es die in der Schweiz zum Schauen gibt, I have no idea. Gib mir schnell eine Sekunde. Dann kann ich was bestätigen. Du kannst dieses Video momentan an deinem Standort nicht ansehen. Also haben wir leider Pech gehabt. Da kommt auch niemand raus bei Amazon Prime. Die Lizenzen. Ja. Yeah. Aber das ist gleich. Ich finde es doof manchmal. Das ist so, ja. Es gibt auch irgendeine Serie, die ich gerne schauen, aber die findest du einfach nie. Ne? Ist auch geil. Gehst du Leben ohne Ende und dann kommt der Big Lebowski. What the fuck? Wieso? Jetzt bin ich eigentlich wieder mal schauen, der Big Lebowski. Dude. Ja. Oh je. Gut, nimmst du die nächste? Ja. Also, meine ist nicht audiovisuell, sondern nur Audio. Ich habe gestern schon gesagt. Und wir nehmen jetzt die gleich rein. Ich war am John Sinclair hören. Sehr, sehr, sehr effektiv. Und ich bin bis... also ich habe jetzt einfach gesagt, ich werde mal bis Folge 100 machen. Es gibt jetzt 173 Folgen gibt's. Ich glaube sogar dieses Jahr kommen noch mal ein paar raus. Warum ich mich entschieden habe zu Folge 100 war, das kann ich gut, sage ich jetzt einfach mal, ist auch schon ein bisschen älter, also John Sinclair läuft auch schon seit einem Zeitchen. Und der Frank Glaubrecht hat, das ist die Stimme von John Sinclair, den kennt man aus Pierce Brosnan oder vor allem als Kevin Costner früher. Der hat sich ab der Folge 100 entschieden, dass er aufhört mit dem. Darum habe ich mir dann auch gesagt, hey, weil Folge 100 hat geheißen, das Ende. Geht auch ein bisschen länger, die geht fast 2 Stunden, glaube ich. Aber für ein Hörspiel ist das relativ lang. Mhm. Und tatsächlich, es gibt ein paar hure gute dann dort. Also es gibt es gibt Momente, wo ich einfach nur dort gehockt bin, einfach nur das gehört habe. Ich habe nichts anderes gemacht, weder irgendwie geschaut. Ich bin einfach dort gehockt und habe John Sinclair gehört, weil es so spannend war für mich. Also du bist einer von denen, der auf dem Bänkchen hockt und so? Ja, also die Leute sehen es jetzt nicht. Genau, die Leute sehen es jetzt nicht, die Ausdrucksweise. Aber ja, es ist dann wirklich so, dass ich halt völlig in die Welt hinein versinke, weil ich mir das wirklich so bildlich vorstellen kann. Und das ist eben auch teilweise sehr gut beschrieben dort. Und tatsächlich ist die Folge 100 für mich ein bisschen eine emotionale Folge gewesen, eben weil es dann gewechselt hat. Das Geile ist, du hörst dann eigentlich auch immer wieder seinen Nachfolger. Also eigentlich fängt, glaube ich, schon das Kapitel 100 an, wo du plötzlich eine andere Stimme hörst. Und dann hörst du Frank Glaubrecht wieder und fragt, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin einfach du, in jung. Und ich so, okay. Oh,
haben sie es so in Geschichte einfließen? Ja, sie haben es in Geschichte einfließen. Das habe ich mega cool gefunden. Und geil. Am Schluss ist es eigentlich so, dass er vor dem Spiegel steht und dann hörst du eigentlich die neue Stimme. Und alle, die mit ihm zu tun haben, nach einem gewissen Event, das erzähle ich jetzt nicht, sagen ihm alle, hey, du tönst jünger, du tönst, ich weiß so nicht. Und dann, ja, ich fühle mich ja mega voller Energie und so. Okay. Und er redet mit sich selber nachher dann im Spiegel. Und das Spiegelbild ist dann nachher dann der Frank Glaubrecht, der sagt, hey, gut, ich habe es jetzt gesehen, du übernimmst jetzt. Und was ich dann mega schön gefunden habe, ist, sie haben, also John Sinclair hat schon mehrere Fassungen gegeben und sie nehmen dann alle Stimmen, die der John Sinclair bis dann hatte, haben so wie eine Zusammenkunft und dann gehen sie zusammen golfen in dem Sinn. Sondern Motto, so wie im Jenseits, wo alle nachher dann sagen, du, was machen wir eigentlich da? Ja, wir tun jetzt ein bisschen golfen und so. Und tatsächlich hat er sich dann noch bedankt und hat auch erklärt, warum er das so macht. Das sind, glaube ich, irgendwie 15 Jahre gewesen, wo er das, glaube ich, gemacht hat. Und hat dann nachher einfach gesagt, hey, für mich längt es jetzt. Ja, für mich entschieden, für mich längt es. Und tatsächlich, er hat es schon so schön gesagt, jetzt habe ich auch ein bisschen ein Tränchen verdrückt. Ja. Ja. Aber das ist geil, so ein Übergang. Ich sag mal, bei einem Hörspiel kannst du das wahrscheinlich noch recht gut. Also ist es vielleicht jetzt einfacher, so einen coolen Übergang zu machen? Als in einer Serie oder so. Ja, vor allem, wenn du auch so ein bisschen Fantasy drin hast. Eben, weil sein Wechsel passiert wirklich, auch die Stimme ändert nach einem speziellen Event. Nachdem, was er das gemacht hat, ist alles anders. Und von dem her, auch die neue Stimme, muss ich sagen, die passt super. Könnte man noch, was hat auch der geredet? Ich glaube, die Stimme von Blade. Oder von Wesley Snipes, ja. Okay. Und ich muss echt sagen, sie passt auch mega gut. Sie hat also die Coolness drin, aber eben, sie tönt anders wie der Frank Glaubrecht, aber es stört mich überhaupt nicht. Sie haben es wirklich richtig gut gemacht, der Übergang. Und ich finde es auch schön, dass es erklärt hat und gesagt hat, du, schau, für mich ist okay. Ja, das ist auch etwas, wo ich muss sagen, hey, das verstehe ich. Wenn sie halt irgendeinem aber so synchron oder eben auch Stimmen wechseln, auch bei, Entschuldigung, bei Serien, einfach ohne Grund. Das finde ich mega, mega schwierig. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich glaube, entweder Sylvester Stallone oder der Arnold Schwarzenegger habe ich irgendwie in einem Film oder in einer Serie gesehen. Und der hat eine ganz andere Stimme gehabt, als er eigentlich schon gehabt hat. Ja, das ist aber meistens. Ja. Das hat mich triggert am Anfang. Also dort habe ich wirklich, da muss man jetzt dran gewöhnen. Ich glaube, sie haben das erste Mal gemacht, wo der Sylvester Stallone und der Arnold Schwarzenegger zusammengespielt haben, weil die haben die gleiche Synchronsprecher. Ja, genau, ja. Das ist, glaube ich, dort, wo sie nachher dann aus dem Gefängnis ausbrechen. Dort habe ich mir auch gedacht, ja, schwierig. Aber das andere ist halt, dass wir viel, wo wir in der Jugend gehört haben, dass Synchronsprecher kommen langsam in ein Alter rein, wo sie entweder aufhören oder schlimmer halt, ja, da halt nicht mehr können. Ja, genau. Und eben das Problem ist halt, du musst dich dann irgendwie anpassen. Und ich auch, es gibt manchmal so Stimmen, wo ich denke, Alter, du kannst jetzt jede Stimme nehmen, aber nicht die. Ja. Und vor allem, was mich dann noch hässiger macht, ist, wenn gutes Beispiel, der Captain Jack Sparrow, Flucht der Karibik, der hat in der ersten und in der zweiten Film hat er einen Sprecher. Und ab der dritten ist es, glaube ich, der David Nathan, den er redet. Oder ab dem vierten Film, ich weiß es nicht mehr. Und der Grund dafür war, glaube ich, dass der Altsynchronsprecher gesagt hat, du, dir verdient so gut, ich hätte gerne ein bisschen mehr. Und sie haben gesagt, nein. Mhm. Und dann nimmt man halt dann einfach einen neuen. Gut, es hat dann auch andere Situationen gar nicht mehr an, muss sagen, so, hä, was, nein. Ja. Schade. Da kommt mir gerade in den Sinn, dass irgendwie nächstens, ich glaube, nur die neue Witcher-Staffel die letzte. Und das finde ich dann, jetzt nur so von wegen Übergang. Wie werden sie das machen?
Da bin ich wirklich gespannt. Ja, gut, wobei das könntest du jetzt eigentlich noch easy machen dort. Weil die Siri kann ja in verschiedenen Zeitzonen existieren oder springen. Ich glaube, so hat ja die letzte Staffel auch geendet irgendwie. Der Geralt ist ja, glaube ich weiß, ich habe es schon lange, viel zu lange her, ich muss wieder mal schauen, aber irgendwie ist ja irgendein Zauber gewesen oder irgendetwas ist passiert. Und er dann nachher weg war. Also eben bei Magie und so Zeitsprüngen kannst du relativ viel machen. Aber eben, ist immer mega schwierig, so Zeug. Genau. Vor allem nachher, wenn du musst einfach rumbasteln, dass es dann irgendwie in die Geschichte reinpasst. Ja, voll. Ja. Wo sie das gut gemacht haben, finde ich zum Beispiel bei Man in Black 3. Wo der Will Smith ja eigentlich in die Zeit zurückgeht, um den Kay zu beschützen. Mhm. Und wenn du am Schluss ja schaust, dann wird am Will Smith sein richtiger Vater wird er dann umgebracht und der Kay findet nachher dann den Will Smith. Mhm. Und tut dann nachher dann ja, wie sagt man dem, deneutralisieren oder keine Ahnung. Und so merkst du eigentlich, warum er ihn unbedingt hat wollen in dem Sinn. Ja. Weil es so wie so ein Turnus ist. So Zeugs finde ich geil, aber das ist mega schwierig. Du musst wirklich von Anfang an, dort musst du den Punkt setzen, die haben sich schon mal gesehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das bei Man in Black 1 schon so alltäglich war. Ich denke es auch nicht, aber es finde ich cool. Aber es hat halt einfach gepasst, ja. Genau. Und vor allem, eben, du hast halt den Punkt, du hast eben den Neutralisierer und da kannst du ja eigentlich alles machen, weil die Leute erinnern sich in einem dran. Ja. Neuralisierer, glaube ich. Neuralisierer, ja. Ein Splitzdings. Das ist eine treue Frage. Ja. Wir nennen es einfach Splitzdings. Splitzdings, genau. Ja. Hey, eine Serie, die auch immer wieder die Leute Blitzdings, aber irgendwie gleich nichts bringt, habe ich geschaut. Ich habe die neue Staffel Black Mirror geschaut. Holy, es ist wieder. Damn it. Oh. Ich habe noch keine einzige Staffel komplett gesehen. Nein. What? Okay, zu dem Zeitpunkt beenden wir den Podcast. Ich glaube, das ist so ein Standardspruch, der kommt mindestens einmal. Ja, aber ich verstehe es. Wie kann man die Serie nicht gesehen haben? Die ist so gut. Ich weiß nicht. Ich habe es ein bisschen überspitzt gefunden, wo das ist mit dem Präsidenten, der die Sau hat müssen vögeln. Da musste ich mir sagen, du, ja, okay, bra. Ja, aber es gibt besser. Also es wird besser. Ja. Nein, also was mich an dieser Serie immer wieder fasziniert und was halt auch ein bisschen, also dem baut sie auch ein bisschen auf. Die Serie spielt so gut mit aktuellen Themen, aber auch mit solchen, die uns in der Zukunft beschäftigen könnten. Und tatsächlich immer auf einem ein bisschen kritischen, also mit einer kritischen Sichtweise. Ich glaube, sehr gesellschaftskritisch. Sehr. Und vor allem aber auch sehr. Aber in die Zukunft greifen. So, das ist jetzt nicht gerade in der letzten Staffel passiert, aber es gibt in irgendeiner Folge geht es darum, dass soll ich es jetzt erklären, ohne zu viel zu spoilern? Die Leute mit dem Robohund? Nein, die Leute haben irgendein so ein Implantat und sie müssen eigentlich einen Gegner bekämpfen. Und jetzt muss ich Huren aufpassen, dass ich es nicht verwechsle mit Love, Death and Robots im Fall. Das ist so voll das Ding. Ja, auf jeden Fall haben sie irgendein Implantat, wo die Bösen eigentlich unkenntlich macht, aber durch das auch zeigt, wer die Bösen sind. Und das wird die Soldaten, die dann dort kämpfen, ja, die folgen dem eigentlich blind. Und irgendwann merken jetzt aber, hey, das sind gar keine Böse. Das sind einfach Menschen teilweise, die wir umbringen, weil uns das System jetzt zeigt, hey, du kannst es dann nicht anschauen, die Person ist... Das nach Trouble in Terrorist Town.
Ja, das ist, nein, aber es ist richtig krass. Also, die Serie, hey, ohne Scheiß, wer komplizierte Serien, gesellschaftskritische Serien, mit manchmal ein bisschen mehr und weniger Sci-Fi, gerne hat, schaue ich die. Aber schauen Sie mit einem wachen Kopf und schauen Sie so, dass ihr ein bisschen mitdenken und vor allem nachdenken. Weil die Serie behandelt halt wirklich teilweise Themen, wo man sagen, ey, fuck, ja, wenn man nicht aufpasst, kann das genau so rauskommen. Ja, also, ich glaube nur die gesehen, wirklich mit dem, wo dort, mit dieser Influencerin, die ja angeblich irgendwie entführt wird und er tut nachher dann eigentlich mehrheitlich aus. Aber sind wir ehrlich, dort habe ich schon gedacht, auch das ist, wir sind teilweise nicht weit davon weg. Absolut. Wenn Ja. jetzt denkst, keine Ahnung, sag jetzt einfach mal etwas, wenn du so eine Größe wie der Gronk zum Beispiel würdest entführen und der sagt nachher dann, du, dir möchte das und das machen. Weißt du, wie viele Leute würden auf Barrikaden gehen? Mhm. Ja. Nein, die Serie bringt einem wirklich manchmal ein bisschen zum Nachdenken. Also selber so, wie weit würdest du gehen, um einen gewissen Status quo beizuhalten? Mhm. Oder eine gewisse Person zu behalten? Oder am Leben zu bleiben? Einfach so das, wirklich. Wie weit würdest du gehen? Wo ist deine Grenze? Was würdest du alles dafür tun? Es geht in Okay. der letzten Staffel gibt es eine Folge, die ist hure krass, so von wegen, genau mit dem Gedanken, wie weit würdest du gehen? Was würdest du alles machen für das, um das zu behalten und so? Also das ist richtig, also eben, ich bin immer wieder fasziniert von dieser Serie, dass sie immer wieder neue Themen können aufbringen können, wo entweder heute gerade aktuell sind oder uns halt in Zukunft könnte beschäftigen tatsächlich. Also in dem Fall, Also, ich habe jetzt mal Black Mirror aufgeschrieben und habe 3 Ausrufezeichen hinten dran gemacht. Weil, ja, machst mich wirklich, gerade also lustig. gönne dich. Ja, es hat manchmal Folgen dazwischen, das habe ich auch. Und ich auch muss sagen, ah, es war semi-okay gewesen, aber dann schaust du die nächste Folge und denkst wieder, holy, Aber das hast du okay. überall. Das Ja, hast du ja. überall Aber ein bisschen. Black Mirror ist halt, du hast halt, jede Folge ist eigentlich wie so eine kleine Geschichte in sich abgeschlossen. Mhm. Wobei, nicht vergessen, Black Mirror spielt Hure mit dem Kopf. Es kann auch sein, dass du zwar jede Folge eine einzelne Geschichte hast, aber schlussendlich, dass irgendwie alles zusammenhängt. Es ist also darum, ich liebe diese Serie. Die ist so gut, was das angeht. Ah, das ist, Genial. eigentlich so Brainfuck liebe ich eigentlich. Ja, Wenn ist es halt teilweise wirklich, ja. okay, gut, in dem Fall, ja, 4 Ausrufezeichen. Hä? Genau. Dann, komm, kannst du noch eine geben, komm, du hast ja noch eine Dann sicher. noch eine. Ja, ja. Okay, ich habe 1923 geschaut. Das ist eine Serie, ist ein Prequel zu der Serie Yellowstone. Von der habe ich ja schon ein paar Mal geschwärmt. Und 1923 ist tatsächlich nicht das erste Prequel, es gibt noch ein anderes, 18 irgendwas, wo nur früher halt stattfindet. Ich muss sagen, 18, wie heißt es die schon wieder? Yellowstone. 1883, genau. 1883 habe ich noch nicht geschaut, wollte ich aber noch schauen. Ist eine Miniserie mit, ich glaube, 10 Episoden, die eigentlich zeigt, wie es angefangen damals. Mhm. Wie sind die ersten Duttons, das ist ja die Familie, die sich um das dreht, wie sind die dort angekommen, wie haben die mit den Eingeborenen dort sich verhalten und so weiter und so fort. 1923 ist dann, aber jetzt also kannst du sagen, zwischen 1883 und Yellowstone, wo dann eigentlich zeigt, hey, okay, die Farm ist so ein bisschen jetzt da, das Haus steht. Auch wieder so die Machtkämpfe, ist mit dem
Und ich ha die zwei Charaktere geliebt in dieser Serie. Mit dem Harrison Ford und mit der Helen Mirren. Also ein fucking hochkarätiger Cast, hey. Helen Mirren. Die kennst du sofort, wenn du sie siehst. Die ist garantiert schon, das ist eine hochkarätige Schauspielerin. Gerade so auf Anhieb kann ich sie nie zuordnen, aber die habe ich sicherlich auch schon einmal gesehen. Red, Fast and Furious in der letzten. Fast and Furious 8 hat sie, glaube ich, das erste Mal mitgespielt. Hat sie die Mutter vom Sean gespielt, vom Statham. Jason Statham. Statham. Vom Statham. Auch Jason Statham gespielt. Aber Red hat sie gespielt. Die ist. Also, die habe ich sicherlich auch schon gesehen, ja. Ja, garantiert. Aber ich kann jetzt gerade keinen Film zuordnen. Aber mit diesen zwei, Helen Mirren und mit dem Harrison Ford, ist die Serie. Und es ist halt einfach wieder. Ist halt auch wieder vom gleichen Macher, von Taylor Sheridan. Absolutes Gold. Also Staffel 1 vor allem ist Liebe gewesen. Also ich habe das so geliebt. Sie haben verschiedene Story Arcs. Es findet nicht mehr nur alles in dieser Farm statt oder im Yellowstone und bei dem Haus und so, sondern es geht auch ein bisschen um die Verbindung, also um die Charaktere, die dann die Verbindung schliessen eigentlich von 1923 zu Yellowstone, zu der Serie. So eigentlich, was sagen die Eltern oder Grosseltern von denen, die dann dort halt vorkommen und so. Aber die verschiedenen Story Arcs, die alle zu der Dutton-Familie gehören, das war mega gut gewesen. Staffel 2 ist okay gewesen. Ist nicht mehr ganz so gut gewesen wie Staffel 1. Weil die hat auch Story Arcs gehabt, wo man zwar mit der Serie Yellowstone kann verbinden kann, so ein bisschen von den Namen her oder so. Könnte man vielleicht zum Beispiel das eine Mädchen, das dort vorkommt, ist von der Rainwater-Familie. Das ist ein Eingeborener, also die gehören zu einem Stamm dort. Und die Rainwaters hat man aus Yellowstone halt auch schon gekannt, weil die auch dort vorkommen. Aber es hat nichts so wirklich. Es ist einfach wie so, du hast hier die Story um die Yellowstone Farm, um Duttons. Und dann hast du nebendran so den Story Arc, wo um das Mädchen geht. Und das fühlt sich manchmal so völlig deplatziert an. Also, du könntest easy den ganzen Story Arc um das Mädchen rausschneiden und du hättest eine super Staffel. Ja, weniger lang. Aber ja. Aber du meinst, es gliedert sich da langsam so immer wie mehr bei Yellowstone ein. Vielleicht wird das irgendwann mal so einen Übergang machen, denke ich mir. Also für das. Vielleicht. Aber also die zwei Familien, das ist auch halt bei Yellowstone, hat man das auch gemerkt und das haben sie auch viel angesprochen. Dort haben sie immer wieder gesagt, hey, wir haben so eine lange Geschichte zusammen. Also unsere Familien kennen uns schon so lange, also wir müssen da irgendwie und so, weißt du. Ja, dummerweise gesehen, ich weiß nicht, ob es eine Staffel 3 wird geben, ich glaube es zwar, aber ja. Das Einzige, was ich muss ein bisschen ankreiden an dieser Serie ist, vor allem Season 2, es ist etwas sehr in die Länge gezogen. Es geht zum Beispiel um eine Reise, wo da ein Charakter 2 macht. Und muss ich sagen, hey Kollege, ja, also, wir wissen, der ist jetzt auf dem Weg dort an, aber wie viele Sachen kann dir auf einer Reise passieren? Natürlich. Was aber auch interessant ist, wie sie es umgesetzt haben und zeigen, wie beharrlich oder wie beschwerlich, so muss ich sagen, eine Reise ist, die über Kontinente geht. Damals, in den 20er Jahren. Ja. Weißt du, also. Ja, aber das kannst du schon irgendwie so einen Arc, nein, nicht einen Arc, einfach so einen, so schnittweise kannst du das irgendwie machen. Das kannst du dann auch so kurz erklären oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber es ist halt einfach. Es ist ein kleiner Mini-Spoiler, was ich jetzt sage, aber der ein Charakter, zuerst sind es das zweite, wenn sie zurückreisen, dann werden sie getrennt
Der eine hat einen okayen Weg zurück. Der andere Charakter für die Zeit ein verständlicher wahrscheinlich, aber also du denkst einfach, ja okay, was wird dir jetzt alles passieren? Und das auch noch. Und dann denkst du, okay, jetzt geht es vielleicht weiter, jetzt kommt dann endlich mal der Sprung, hey, ja okay, jetzt ist der Charakter dort. Nein, dann passiert wieder etwas und du denkst, ja, weißt du, so, warum? Mach ich doch einfach für sie. Das ist so, also teilweise so unnötige Sachen, die es einfach in die Länge zieht, das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, ja. wer Yellowstone gerne hat, schaut 1923, ist absolute Empfehlung. Punkt. Finde ich gut. Ja. Gib ihm. Was Gib hast du ihm. Ja, ich habe Serien angefangen oder wieder angefangen schauen. Ich habe die als ja, soll ich sagen, Teenager habe ich die regelmässig geschaut, was im Fernsehen gekommen ist. Und zwar ist es Dr. House. Okay. Wir haben darum das regelmässig geschaut, wo ich Teenager war, also irgendwie am Donnerstag zu Abend ist, glaube ich, an einem Fall gekommen oder so. Und dort haben wir eigentlich relativ lange das zusammen geschaut, glaube bis zu der Staffel 3. Ab der Staffel 4 ist es dann so, dass er ein neues Team bekommt. Also vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Was ist Dr. House? Das hat nichts mit einem Haus zu tun, das hat auch nichts mit einem Architekt zu tun, der irgendwie Häuser reparieren. Nein, das geht um einen Arzt. Um einen Diagnostiker. Er ist eigentlich auch einer der besten Diagnostiker, die es gibt. Und er ist sehr intelligent und er tut eigentlich dort in dieser Serie immer Fälle lösen, also respektive Patienten behandeln, wo eigentlich immer eine sehr, sehr, sehr spezielle Krankheit haben. Also jetzt nicht irgendetwas, was alltäglich auftritt, also nicht irgendwie, keine Ahnung, Durchfall oder so. Das ist irgendetwas Magen-Darm-Beschwerden. Und ja, es geht dann, in der ersten Staffel geht es mehrheitlich so darum, um es kennenlernen. Was ist er überhaupt für einen? Was ist sein Team? Was machen sie? Und warum und überhaupt? Und ja, also eigentlich das Prinzip ist in den meisten Folgen immer das Gleiche. Sie kommen einen Patienten über, der irgendeine spezielle Krankheit hat, wo irgendetwas hat, was jetzt nicht alltäglich ist. Sie machen verschiedene Tests, diagnostizieren, haben Rückschläge und am Schluss meistens schaffen sie es, den Patienten zu heilen. Es gibt auch Patienten, die nicht überleben. Oder wo man merkt, hey, Scheiße, es ist spät, oder hey, Alter, kann man nichts mehr machen. Und ab der zweiten Staffel fängt sich das so langsam auf entwickeln, dass so das Hauptaugenmerk dann nachher auf dem Dr. House selber liegt, weil er hinkt. Und was bei ihm ist, er hat ein Stück von seinem Oberschenkelmuskel, das ihm fehlt. Weil dort irgendwie mal eine Karose oder so gehabt. Also dort ist, glaube ich, mal Gewebe abgestorben. Das haben sie noch nicht hundertprozentig erklärt, was das ist. Oder ich habe es einfach nicht gecheckt. Es gibt aber wirklich so Momente, wo sie mit Fachwörtern um sich herumschlagen und du hockst einfach dann denkst so, ja, verstehe ich alles. Also diese Sachen tun so einigermaßen erklären, eben wie richtig oder wie wahr es das ist, sei mal dahingestellt. Da sagen, also ich bin auch mal googeln, ob jetzt diese Sachen auch wirklich echt sind oder nicht, oder ob die Symptome echt sind. Und da sagen ja, da sagen nein. Also nehmen wir nicht alles zu ernst, was dort innen ist. Und eben sind da immer so Ausnahmefälle. Also, eben, ist auch irgendwie, die eine, die hat irgendwie, die spürt keinen Schmerz. Das habe ich mal gesehen. Von dem habe ich hure viele Clips gesehen, ja. Ja, und die spürt keinen Schmerz. Und dann eben, wenn sie mal auf die diagnostizieren, er schaut so an, wie sie behandelt wird, und dann merkt er, du, irgendetwas ist mit der nicht gut. Draussen ist es minus 70 Grad, draussen ist es minus 20 Grad, gefühlt im Winter, und sie friert nicht, obwohl sie kalt, also obwohl sie nass ist und gerade von einem Autounfall kommt und hat Verletzungen und Zeug. Und irgendwie am Schluss hat sie irgendwie einen Bandwurm in sich inne, wo sie dann rausoperieren. Du siehst wirklich, wie sie den Bandwurm rausnehmen. Das ist verdammt wüst. Und also eigentlich,
zur Kombination, sie hat einen Bandwurm und normalerweise hast du mega Schmerzen, aber weil sie keinen Schmerz spürt, merkt sie nicht, dass sie einen Bandwurm hat. Eigentlich so. Ja. Und eben, es geht so weiter und eben ab der zweiten Staffel geht es mehr um Dr. House, weil er hat eben die Schmerz, also er hat eigentlich permanent Schmerz und er frisst Tabletten. Vicodin, und das ist eigentlich immer so das immerwährende Turnus. Wie verhält er sich gegenüber seinen Kollegen? Was tun sie eigentlich alles für Regeln außer Kraft setzen, damit der Patient XY überlebt? Und wie ist seine Geschichte mit diesen Vicodin-Tabletten? Also, genau. Und das wird sich jetzt dann auch noch weiter spinnen. Eben, die Folgen sind auch relativ lang, die gehen teilweise 40 Minuten. Die gehen alle 40 Minuten, es sind 24 Folgen pro Staffel. Also, hast du ein bisschen etwas zum Schauen. Ich bin jetzt einen Monat dran, bin etwa in der Hälfte. Crazy. Aber tatsächlich diese Sachen schaue ich so nebenbei, weil ich die ersten 4 Staffeln schon ein bisschen kenne. Das ist einfach wieder ein Auffrischen. Und also, eben, nicht, dass es sich unbedingt zieht, aber es gibt immer so Häppchen und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht mag ich sie durchziehen, vielleicht auch nicht. Weil ich mag mich erinnern, genau wegen dem hat es mich mal ein bisschen aufgeregt, weil du hast da halt immer wieder so ein Ping-Pong hin und her und es geht so nicht vorwärts mit dem, was du eigentlich gerne wissen willst. Ja. Genau. Aber im Moment macht es immer Spass und von dem her schaue ich es noch gerne noch ein bisschen weiter. Ich habe Dr. House immer, ich glaube, ich habe nie eine ganze Folge Dr. House gesehen. Ich habe es eigentlich immer interessant gefunden. Einfach so der Typ, der Schauspieler, ich schaue ihm mega gerne zu, der Hugh Laurie. Auch in anderen, also ich habe irgendeine witzige so Weltraumserie mal geschaut, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heisst. Dort hat er zum Beispiel die Rolle vom Captain gehabt. Und auch dort ist so ein komplett anderer Charakter als der Dr. House, aber ich habe ihm so gerne zugeschaut. Das ist so ein guter Schauspieler. Ja, also eben auch in diesen Dings, also geil ist ja, dass er in 101 Dalmatiner hat er den einen von diesen 2 Gauner gespielt. Ah ja, stimmt. Ja, voll. Und tatsächlich, der hat viel auch mit Comedy gemacht mit dem Rowan Atkinson. Also der Mr. Bean gemacht hat. Ich muss immer wieder überlegen. Weil es gibt irgendwie... Es gibt Scott Atkins, das ist der Bruder, und es gibt Rowan Atkinson, das ist... das dürfen wir nicht mehr verwechseln. Heisst wieder. Tatsächlich, ja. Also er spielt auch in dieser Serie gut. Er ist halt sehr brillant und er fühlt sich den meisten Menschen noch überlegen. Ich glaube, darum haben wir so gerne zugeschaut, vor allem wenn er es überbringt, so ja, der Witz. Das Geile sind halt eher einmal so Konsultationen, die er hat mit so einzelnen Patienten. Dass zum Beispiel eben eine zu ihm kommt und sagt, oder er muss irgendeine ältere Frau begutachten und sie sagt dann, ja, sie findet irgendwie der Ashton Kutcher findet sie so geil und bla bla bla. Und am Schluss findest du raus, dass sie einen gewissen Grad von Syphilis hat und hirngeschädigt ist und eigentlich sich mega wohl fühlt und irgendwie alles geil findet und sie wird nachher dann immer ihn so anhimmeln und so Liebesbriefe schreiben. Also das ist eigentlich auch mega witzig und auch finde ich es cool, wie du merkst, jetzt, wenn ich so ein bisschen mehr geschaut habe, wie die Gruppendynamik zwischen diesen Leuten ist und wie er eigentlich sein Team beeinflusst. Das ist mir während dem, wo ich das so einmal in der Woche gesehen habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber es gibt wirklich ein paar Figuren, wo du merkst, Scheiße, die werden immer wie ähnlicher wie er. Und diese Sachen sagen sie halt auch, so unter dem Motto, hey, wenn wir das nicht so machen, wie er es gemacht hat, wäre die und die Patientin jetzt tot. Es ist schon, ja, er ist halt eine Einflussperson, obwohl es eigentlich wahrscheinlich gar nicht sein will. Und er ist einfach ein riesen Arschloch. Ja, das kommt dazu. Teilweise muss er es auch und es gibt auch diese Leute, also jetzt hat er einen Gegenspieler gehabt, wo gemerkt hast, hey, der lässt sich nicht das Bein pinkeln. Ja. Solches Zeug. Ja, also eben, es hat schon noch ein bisschen Action nebendran. Also vielleicht muss ich das mal schauen. Ja, also es macht schon Laune. Ja. Wenn man so Ausschnitte oder tatsächlich in letzter Zeit hure viel so
auf YouTube oder so. So Shorts werden mir von ihm vorgeschlagen. Einfach von der Serie. Tatsächlich bin ich auch so drauf gekommen, dass ich Alter, mir schießt die ganze Zeit die Shorts, ich will es richtig sein oder gar nicht. Ja. Und dann fährst du das eben dann von schauen und ja. Genau. Geil. Den habe ich auch wärmstens empfohlen bekommen von meinem Bruder, weil der ist ein Riesenfan, der hat sich auch die grosse Box gekauft mit den 8 Staffeln drinnen und so. Geil. Ja. Also ich bin schon durch mit meiner Serie. Ah, was? Okay. Ja, eben, John Sinclair, jede einzelne Folge geht 40 Minuten. Und wenn 40 Minuten einfach dort hockst wie so ein Stecken auf dem Sofa, dann also in einem fetten Ast, aber lassen wir es. Ein verwurzelter Baumullen. The Tree. The Tree. Ja. Hey, aber ich... Ja. Ja. Einfach so schnell, also was ich nur so schnell als Nebending, sie haben ein Magic Item gemacht wie im D&D. The Tree. Nein, das ist das Horn of the Screaming Tree. Und das ist ein magisches Horn, das aus der Rinde gemacht worden ist von einem Baum, wo seit Ewigkeiten schreit. Aber Fragen. Ich auch. What the hell? Never... Wo seit Ewigkeiten schreit. Ich finde es geil, ich habe das übersetzen vom Tool von wie heisst es? ChatGPT und er hat das mega schön geschrieben. Horn of the Screaming Tree. Und it was originally carved by a wizard from the bark of an eternally screaming tree. Eternally screaming, what the hell? Das ist so geil gefunden. So, Entschuldigung. Schnell wieder ein Abschweifer. Voll okay. Also ich habe zwar nichts mit schreienden Baumen zu liefern, aber dafür auch mit Pilleli. Zwar aber die andere Art von Pilleli. Das Zäpfli? Ich glaube, es ist nicht so gesund, wenn du das würdest machen. Es ist ja sonst nicht so gesund. Ich habe How to Sell Drugs Online Fast Staffel 4 geschaut. Je nachdem gibt es einen anderen Effekt, wenn du das Zäpfli einführst. Ja gut, da kann ich jetzt nicht mitreden. Das weiß ich auch nicht. Ich habe weder oral noch auf dieser Seite das Zeugs noch nie genommen. Also, I don't know. Staffel 4 war okay, war unterhaltend, aber die bisher schlechteste von den 4, die es bis jetzt gegeben hat. Einfach aus dem Grund, die anderen sind gut gemacht gewesen und vor allem ein Stück weit glaubhaft gewesen. Ich meine, es basiert ja eigentlich auch auf einer wahren Geschichte, das Ganze. Mhm. Und so von meinem Gefühl her, Staffel 1 bis 3 ist wirklich so ein glaubhaft gemacht gewesen. Man hat ein bisschen, man hat gedacht, okay, ja, das macht Sinn, das ist so passiert. Staffel 4 ist wie einfach so ein bisschen, alles ein bisschen too much. Wie soll ich sagen? Zu verhollywoodisiert, nenne ich es jetzt mal. Verhollywoodisiert? Ja, okay. Es ist einfach wie so, ja, wir müssen das da noch einen draufsetzen und wir müssen hier noch und da noch und hier müssen wir es noch nicht einbauen und hier müssen wir noch ein bisschen. Und es ist einfach wie so too much gewesen. Ich weiss nicht, ob die Geschichte von dem Dude auch wirklich so weitergelaufen ist. Ich habe das nicht nachgeschaut. Mhm. Die eigentliche Geschichte dahinter ist ja wirklich wahr so. Also das hat es ja gegeben in Deutschland, der Dude, der so die Drogen verkauft hat über die Webseite und so. Das ist ja alles passiert. Ob es jetzt irgendwo ich weiß nicht, kann sein, dass bei Staffel 3 eigentlich die eigentliche Geschichte fertig war und sie haben gesagt, es ist so gut, wir müssen irgendetwas nur dazu dichten. Das würde Sinn machen. So von dem, was ich gesehen habe. Von eben, bis dahin war es glaubhaft gewesen, alles andere war nachher too much gewesen. Ja, aber sie ist unterhaltend, aber das war's dann auch.
Also meinst du too much fire on Battlefields, also so verhollywoodisiert? Es ist... Ich soll es erklären ohne zu spoilern. Also einfach Also Ende Staffel 3 ist der Dude im Gefängnis. Oder kommt er in den Knast. Ja. Ergo, Staffel 4 kommt er aus dem Knast. Und das Leben draussen ist halt weitergegangen. Das heisst, auch seine Freunde, seine Kollegen, alles, die haben halt weitergelebt und so. Und alles, was dort so abgelaufen ist, draussen, zu dieser Zeit, ist einfach so ein bisschen what the hell? Ich meine, okay, wenn es so passiert ist, dann ist es so passiert. Ich habe es auch wirklich nicht nachgeschaut. Ich hätte es vielleicht so machen, ob die Geschichte auch so passiert ist. Aber es ist einfach so, die sind jetzt die geilsten draussen. Sie haben die geilsten Sachen gemacht und er kommt raus und hat eigentlich nichts. Und es ist einfach, ja, es ist schwierig zu erklären, tatsächlich. Es ist einfach so alles zu viel, habe ich das Gefühl gehabt. Staffel 4. Ja, aber das eben, irgendwann ist, glaube ich, alles irgendwie ein bisschen ausgelutscht und du musst irgendetwas Zusätzliches machen. Ja, aber dann sollte man vielleicht gescheiter einfach die Serie beenden. Wenn die Geschichte erzählt ist, weißt du? Ja, aber das solltest du bei vielen und das solltest du bei vielen Sachen. Absolut. Aber es sollte anscheinend noch eine Staffel 5 kommen. Mal schauen, ob die wieder besser wird. I don't know. I don't know. Aber ich will sicher mal noch nachschauen, wie weit das die Staffel 4 noch am Original hängt. Ob das wirklich so abgelaufen ist dort oder nicht. Das nimmt mich nämlich noch Wunder. Also, vielleicht noch schnell zurück, was ich damit habe sagen, too much fire on Battlefields. Es gibt immer, das ist eben für Hollywoodisierung, wenn du ein Schlachtfeld hast, wo sie viel Feuer brauchen. Viel Feuer ist eigentlich praktisch nie gebraucht worden. Das ist meistens einfach nur Effekt von Hollywood. Darum habe ich jetzt den Ausdruck, den braucht. Ja. Ich brauche den immer. Dann komme ich noch zu zwei Highlights, die ich diesen Monat, die habe ich wirklich, die habe ich durchgesucht. Das ist nicht gut gewesen. Tell me. Das erste Highlight ist, ich habe The Wheel of Time, also das Rad der Zeit, geschaut. Serie. Okay. Ich habe die sehr lange vor mich hergeschoben, weil ich nie so richtig gewusst habe, was ist es überhaupt? Weißt, die Geschichte hat mir nie gesagt, ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Und ich habe, sorry, falls man das jetzt gehört hat, ich weiß nicht, was meine Nachbarn machen. Aber ich habe mit dem Shane wo wir im Discord gehockt sind, wo wir über so Sachen haben, habe ich gesagt, hey, hast du Wheel of Time geschaut? Und dann hat er gesagt, ja, hey, ist voll gut, ist okay, schau sie und so. Ich habe einfach so mal ein bisschen Infos geholt. Er hat gesagt, hey, komm, weißt du, ich fange einfach mal an. Und ich bin voll in Bann gezogen worden, ein Stück weit. Hey, also wirklich, es ist eine richtig gute Welt. Es ist ja basiert auch auf Büchern. 14, so wie es aussieht. Ja, genau. Und wir haben jetzt erst Staffel 1 bis 3 haben wir bis jetzt. Und aber es ist eine richtig gute Worldbuilding, die Städte, die Welt, die Völker und all drum und dran. Es hat tatsächlich teilweise ein bisschen Herr der Ringe-Vibes, ein bisschen Tolkien-Vibes gehabt. Einfach vom Detailreichtum teilweise, vom wie durchdacht das es ist und alles. Also, darf ich schnell reingrätschen? Einfach, weil für mich sieht jetzt das ziemlich stark so nach Game of Thrones, eine Art Game of Thrones aus. Ja. Hat es noch mehr Fantasie drin, wenn du sagst, es ist mehr wie Herr der Ringe? Ja. Okay. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, teilweise etwas Herr der Ringe-Vibes, aber mit viel mehr Magie. Oh also shit. Es geht halt wirklich. Es geht wirklich um Magie. Das ist sogenannte die Macht, die halt von den Frauen gelenkt wird. Mhm.
wenn Männer das lenken, wer dreht es durch? Oder können mit der Zeit einfach durchdrehen? Nein, um das geht es ein bisschen. Also, Frauen sind die die Magie wirken können. Es gibt teilweise Männer, die wirken können, aber bei den Männern ist es einfach immer so, die können einfach durchdrehen. Die können das wenig handeln, die Magie. Aus welchen Gründen auch immer jetzt. Also ist das Rad der Zeit am Rad drehen? Nein, ist es nicht. Das Rad der Zeit geht wirklich darum, um halt, ja, wie. Der Satz fällt zum Beispiel immer wieder, ja, das Rad webt, wie es will oder so. Weißt du, so, hey, wir können jetzt nicht beeinflussen, wie das abläuft. Das Rad sagt uns, also das Rad webt und bestimmt eigentlich vor, also so wie es abläuft. So eine Art Rad des Schicksals, wo ihr Schicksal lebt in dem Sinn. Genau. Okay. Und das Krasse ist halt, finde ich, der Hauptstoryteil findet zu einem gewissen Zeitpunkt statt. Mhm. Aber man hat immer Flashbacks wieder zu vorherigen Zeiten. Und das kann vielleicht für Leute, die es nicht wissen, ein bisschen verwirrend sein, weil die vorherigen Zeiten sind viel moderner gewesen. Sie sind eigentlich, also es gibt eine Folge zum Beispiel, das ist hure krass, da haben sie einen mega Flashback zu Flashback zu Flashback, wo du siehst, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Mhm. In einer, ich nenne es jetzt mal jetzt in einer ruralen Zeit, so mittelalterlich oder so, ein bisschen Anfangszeit. Dann geht es zu modern, da haben sie mega moderne Städte, Technologie, fliegende Fahrzeuge, irgendwas und so weiter und so fort. Und da, wo die Hauptgeschichte stattfindet, sind wir aber wieder so ein bisschen nach dem Mittelalter, so ein bisschen wieder so zurückgeschmissen worden, bös gesagt. Also Menschen sollten wahrscheinlich irgendwann zwischen diesen Zeitsprüngen ein Event geben, wo es dann eigentlich sozusagen in die Vergangenheit zurückkatapultiert hat. Es geht tatsächlich auch hauptsächlich ein bisschen um das Event und dass es wieder passiert und so Sachen, weißt du? Okay, let's go, Alter. Es ist wirklich, ich bin voll, also da bin ich voll drin gewesen nachher. Ich dachte, okay, da muss ich weiter schauen. Okay, kommt auch 3 Ausrufezeichen über. Aber darum, hätte ich das gewusst, hätte ich schon viel früher die geschaut. Ich habe sie so weit rausgeschoben, weil ich es einfach nicht kannte. Das hat mir nichts gesagt. Der Cast ist auch recht gut. Die Hauptdarstellerin kennt man aus verschiedenen Filmen. Es könnte sein, dass sie bei James Bond mitgespielt. Rosamunde Pike, Mensch wie sie. Ja, genau. Sie hat bei Gone Girl mitgespielt. Und bei Jack Reacher, also sie hat überall so ein bisschen, ja. Stirb an einem anderen Tag hat sie mitgespielt. Ja, hast du gewusst. Zorn der Titanen hat sie mitgespielt. Also die hat schon relativ viel gemacht. Ja. Aber ich kenne sie halt vorwiegend aus Gone Girl. Aber der Film hat mich auch kaputt gemacht. Ja. Sie hat also eine von der Hauptrollen, spielt sie auch mega gut. Dann aber noch sehr viele relativ unbekannte Schauspieler. Also einer, der hat er jetzt, muss ich schnell nachschauen. Der Marcus Rutherford. Ja. Der spielt nicht. Der Perrin. Der sagt mir irgendetwas. Ja, das ist ein geiler Charakter im Fall. Also wirklich, das habe ich voll gefühlt. Der ist wirklich super. Nein, wie hat dieser geheißen? Auch einer von der Jungen. Wo hat man den gesehen? Der Joshua Stradowski. Den habe ich nämlich, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen. In einem Film. Ah, Gran Turismo, genau. Da. Das ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Der Schauspieler. Also auf Anhieb hat es viele unbekannte Gesichter drin. Muss aber nicht heißen, dass es schlecht ist. Absolut nicht. Also ich finde es tatsächlich gut. Auch der
Ich finde den Vibe so cool. Es hat manchmal so ein bisschen, teilweise kommst du das ein bisschen Game of Thrones Vibes überall, wenn du die einen Städte anschaust, denkst du, holy krass, okay. Aber dann haben sie auch wieder so Elemente drin, wo du denkst, ja, also weißt du, der eine, der immer mit der Hauptdarstellerin eigentlich rumläuft, wo eigentlich so ihr Beschützer ist, der hat immer so eine Art Samurai, also er ist ein asiatischer, also er hat einen asiatischen Touch, ich weiß nicht, ob er ein asiatisch, aber er hat einen asiatischen Touch. Und hat immer so eine Robe an. Und so ein bisschen Samurai und hat auch wirklich so ein Katana, also ein schönes Schwert und so. Und dann denkst du wieder, ja, hat es das vielleicht irgendetwas mit Samurai zu tun oder so? Aber es wird nie etwas erwähnt. Er ist eigentlich schon ein grosser Charakter in dieser Welt. Aber es hat nichts mit Samurai zu tun. Aber es hat so ein den Samurai-Touch. Also, ich bin voll fasziniert davon. Es ist richtig gut. Ey. Mega gut. Also, ich weiss jetzt nicht, wenn man sich die würde empfehlen, aber wenn ihr so ein bisschen Fantasy mögt, definitiv ein Good to Go. Ja, also tatsächlich, ich sage grundsätzlich eben Fantasy-Geschichten, Filme immer schwierig, Serien kann das sehr gut werden, wenn man es richtig macht. Ja. Filmen hast du halt einfach viel zu wenig Zeit, um das Zeug richtig zu beschallen. Das ist so, ja. Weil eben, du musst die ganze Welt kennenlernen, wenn du das in einer halben Stunde machen willst. Schwierig. Ja. Weil eben zum Beispiel, Herr der Ringe, ja, dort weisst jetzt genau Hobbiton, dann Rohan und Gondor. Und vielleicht noch wo. Also ja, von Gondor und von Rohan weisst du eigentlich auch nur 2 Städte. Von Gondor kennst du Minas Tirith und Osgiliath. Und von Rohan kennst du Helms Klamm und ich weiß gerade nicht, wie es heisst. Dort, wo er wohnt. Gott, Helms Klamm. Ja, Helms Klamm ist eigentlich nur eine Burgruine. Ja. Ja, Osgiliath eigentlich auch, aber das sind eigentlich 2 Städte, die du kennst. Also vom Film her. Ja, okay. Ja, also, stimmt. Ich meine es jetzt nur so, aber du kennst wirklich nur ein paar Passagen. Wenn du es nur auf Film beziehst, dann hast du in Rohan hast wirklich nur Helms Klamm und Edoras heisst die Stadt. Genau. Und für den Zwerg kennst du zum Beispiel auch nur Moria, ja. Erebor wird nie irgendwie erwähnt. Im Hobbit schon, aber nicht im Herr der Ringe-Trilogie. Sicher? Ja, vielleicht nicht namentlich. Ja, das kann sein. Also, aber ich glaube, ich mag mich nicht... Kommt es nicht in... Boah, ich muss wieder mal schauen. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut, kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe gemerkt, Erebor sagt er nie. Nein, er sagt nicht Erebor, aber irgendwie so die Zwergen der... Na, warte, von der Nord, das sind die von den Blauen Bergen. Oh, Erebor. Das sind nicht die vom Blauen Berg. Das ist wieder am Abschweifen, es tut mir leid. Das ist doch das blaue Gebirge dort hinten, oder nicht? Das blaue Gebirge? Erebor. Im Berg von sich, im Erebor von sich Zwerges und Freien, Erster König. Einsamer Berg. Graue Erebor. Gebirge. Grauen Berge. Ja. Erebor ist der Grauberg. Ja. Ja. Ja, eben. Aber du kommst eigentlich mit diesen Informationen aus. Ja. Aber eben, wenn jetzt du Game of Thrones, ich glaube Game of Thrones, die erste Staffel, sofern ich mich noch mal erinnere, hast du eigentlich tendenziell nur die Erklärung, wer gehört zu welcher Stadt und wo ist die und wer gehört zu welcher Dynastie. Die erste Staffel befasst sich eigentlich nur mit dem und erst nachher gibt es Bretsch. Ja, absolut. Darum finde ich, freue ich mich eigentlich auf Dings, wenn es da weitergeht. Rings of Power. Oh, voll, hey. Ja. Aber das kann noch lang. Ja.
So, ich mache noch schnell meine letzte Serie. Ja, und zwar habe ich eine von meinen Lieblings-Marvel-Serien tatsächlich. Hat wie so ein ist weitergegangen, respektive kann man auch sagen, hat ein Reboot bekommen, und zwar Daredevil. Born Again Staffel 1 ist draussen. Und ich habe die erste Serie von Daredevil damals, wo ja nachher geendet hat mit jetzt geheißen kann. Es war nicht Titans gewesen. Wie hat es geheißen? Wo sie dann nachher irgendwie Jessica Jones und all die zusammengebracht haben sie eine Ein-Staffel-Serie, so eine Miniserie gemacht, wo dann auch der Luke Cage und all die so ein bisschen zusammengeholt haben von diesen Serien. The Defenders. Ja, Defenders, ja genau. Ja, das ist gerade gegoogelt. Also ich finde es einfach, ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich finde einfach die Daredevil-Serie hure gut. Born Again auch. Ist wirklich mega gut gemacht. Es ist weniger. Es hat ein bisschen weniger Daredevil als ich. Also weißt du, er hüpft weniger auf den Dächern rum und kann Läufe prügeln. Es geht mehr so um einen Kampf von Matt Murdock und um Daredevil so in sich hin, so nach dem Ereignis von der ersten Serie und allem. Ja. So, es gibt dann auch noch ein Event, jetzt gerade am Anfang von dieser Serie, wo stattfindet, wo unter anderem zu dem führt, aber es geht wirklich so mehr um den inneren Kampf von ihm mit dem Daredevil, mit dieser Figur, die er eigentlich nicht mehr sein will. Ja. Aber teilweise halt doch irgendwie muss sein. Und es ist wirklich, ich habe sie mega gut gefunden. Ein Punkt, warum sie so super war, ist der Auftritt von Frank Castle. Fucking Punisher, Mann. Damn! Du hast schon schnell mal irgendwie so einen Hinweis gehabt, weil plötzlich mal das Logo irgendwo auftaucht ist. Und dann hast du schon gedacht, oh. Dann ist es aber in eine andere Richtung gegangen mit dem Logo. Ich darf so nicht spoilern, was genau. Und dann hast du wieder gedacht, okay, ja, vielleicht auch nicht. Und dann taucht er halt dann plötzlich doch auf. Und dann ich so, damn, okay, yes. Seien wir ehrlich, der, der er spielt, der, wie heisst er? Ben Rosenthal, John Bernthal. Okay, halt umgekehrt. Ja, der Dude, der ist aber einfach auch perfekt. Das ist einfach eine geile Besetzung. Und da muss ich jetzt die einzige Marvel-Serie, die ich nie geschaut habe, ist der Punisher gewesen. What? Ja. Okay, jetzt nehme ich den Satz, wir beenden den Brotkasten für heute. Ey, nein, das aber es ist aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe den Punisher-Film früher geschaut. Ja. Und damals, als die Serie rausgekommen ist, habe ich mich einfach irgendwie nicht damit abfinden, dass das jetzt nicht mehr der gleiche Dude ist. Ja. Und dann habe ich das nicht können schauen. Es hat mich einfach immer irgendetwas davon abgehalten, Punisher endlich zu schauen. Ja. Und trotzdem, also jetzt, vor allem jetzt bei Daredevil Born Again, er kommt zwar nicht mega viel vor, er hat nicht mega viel Screentime, aber die Screentime, die er hat, vor allem wenn er mal ein bisschen mehr hat, ist ist gut. Nenn's mal so. Aber ich kann dir wirklich empfehlen, schau den Punisher. Die ist recht. Ja, ich habe es recht geil. Ich habe es tatsächlich vor jetzt auch. Die endlich mal noch nachholen. Die einzige Hoffnung oder das einzige, wo ich ein bisschen Angst davor habe, und ich hoffe, es passiert nicht. Ich hoffe, Disney verkackt es nicht. Es gehört halt zu Disney. Es ist halt das Disney-Ding. Und Disney hat in letzter Zeit so viel Kack gemacht mit dem Ding. Die Art und Weise, die Qualität von der Serie und so, wie sie gemacht ist, stimmt mir eigentlich positiv, aber
Ja, ich weiß, Disney hat halt so viel Scheiß gebaut die letzten Jahre, was Marvel-Serien und so Sachen angeht, wo man sagen, please don't. Ich habe dann einen Film, den ich besprechen möchte, wo ich eigentlich genau das von vorher wollte sagen. Eben, guter Cast heisst nicht unbedingt, dass der Film gut ist. Absolut, ja. Wolltest du einfach gerade, also ich bin fertig, wolltest du einfach weiterfahren? Ja. Also ich habe 4 Filme. Die fangen mit dem schlechtesten an. Ich habe nur 2 mehr. Okay. Ja, am Mittwoch hatte ich einen richtig scheiß Tag gehabt. Und dann bin ich heimgekommen, habe eigentlich mit einem Kollegen zocken, der hat mir abgesagt. Und dann dachte ich, komm, auf Netflix ist ein neuer Film mit dem Tom Hardy rausgekommen. Nennt sich Havoc. Ja. Wo ich gedacht habe, also ich würde gerne ein bisschen spoilern darüber und ich würde gerne ein bisschen abhaten über den Film. Gib ihm. Ich habe nur durchgelesen, um was es geht und habe gedacht, nee, muss ich nicht schauen. Ja. Also ich muss schnell mein Mikrofon richten, Entschuldigung. Ja, der Punkt ist, schon hast du es genau vor dem Maul und dann tönt es so. Okay, ist gut. Also, ich habe hier mein Büchlein, ich habe eine ganze Seite voll geschrieben für den Film. Ihr seht es nicht, aber er hat auch wirklich so ein schönes rotes Büchlein. Also, tatsächlich der Anfang, habe ich sagen, okay, gut. Wir schauen mal rein, eben, das spielt mit der Tom Hardy und einen, den ich eigentlich auch noch gerne sehe. Also, der hat immer auch ein bisschen spezielle Rollen, ist der Forrest Whitaker, heisst er. Mhm. Den hat man auch schon in Filmen gesehen, wo er was hat er da gespielt? Der spielt immer so ein bisschen komische Übergänge. Ernste Rolle. Ja. Der letzte König und ja. Der Mensch, ich habe gestern etwas gesehen. Mad Respect. Wenn das stimmt, ich habe es nicht nachher kontrolliert, aber der hat anscheinend irgendeine Erkrankung, glaube oder so. Und der gibt am Tag $8.000 aus, dass er lebt. Fuck, okay. Ja, also, for real, er sieht auch so aus, wenn ich ihn das erste Mal anschauen würde, sieht er so aus, als hätte er ein Schlägli auf der einen Seite. Ja. Also eben, ich mag den sehr. Er hat in Rogue One von Star Wars später mit. Dort später der Saw Gerrera. Das ist so einer von den Anfänger von der Rebellion bei Star Wars. Und im Havoc später der Präsident. Und der spielt noch der Timothy Olyphant spielt mit. Den kennt ihr auch aus Mandalorian. Das ist der wo so wo am Boba Fett seine Ausrüstung hat. Ich liebe den Schauspieler, aber aus einer ganz anderen Serie. Spielt der Hitman? Ja, Mo hat er auch gemacht, ja. Der fucking Hitman gespielt. Der Hitman, ja, fast 10 Jahre. Der hat wirklich Hitman gespielt? What the hell? Ja. Gut. Hey, ich mag ihn aus 2 Serien. Die ist einfach, die sind Gold. Und zwar Deadwood ist eine Western-Serie. Und die mich wirklich, also die habe ich durchgesucht, als ich die gefunden habe, Justified. Wo er einen Sheriff spielt. Also ein Sheriff in der heutigen Zeit. So. Okay. Oh, da muss ich, aber der spielt öfters noch eben so ein Revolverheld, das dünkt mir. Passt auch ein bisschen. Deputy US Marshal hat er gespielt, der Raylan Givens. Super. Also wirklich. Also Deadwood werde ich eben nochmal schauen. Die habe ich mal angefangen, die war mal auf Netflix und nachher ist sie nicht mehr da gewesen. Ja, genau. Also mal schauen, wo man die noch schauen kann. Und Deadwood ist nachher mit einem Film, x Jahre nachher ist sie abgeschlossen worden. Ja, 2019, Deadwood the Movie. Genau. Das ist, glaube ich, sogar eine der ersten Serien, die ich in Netflix hatte, die ich angefangen habe zu schauen. Und dann eben so, plötzlich ist sie weg gewesen. Auf jeden Fall, eben, Havoc. Eben, eigentlich ein geiler Cast. Da hat es angefangen mit der Story, wo ich mir sagen okay, simple Story, Dude, wo
ein Polizist spielt, der Tom Hardy spielt einen Polizist oder so Drogeninstant. Also eigentlich ist er ein Mordkommissar. Und ja, es fängt eigentlich an mit einem, ja, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern dafür, weil ich den schon wieder ausblendet habe. Aber dementsprechend am Anfang, was mir halt aufgefallen ist, so, oh, interessant, die ganze Location dort, das sieht für mich aus wie so eine Art Gotham bei Nacht. Also so ein bisschen Batman-Vibes und ich muss sagen, oh, okay, interessant. Dann hat es angefangen. Da gebe ich jetzt eine offizielle Warnung raus. Oh, jetzt. Für Leute, die Probleme haben mit Shaky Cams. Oh no. Der Film ist 80% Shaky Cams. Oh no. Das hasse ich. Ja. Also, ich habe aufgeschrieben, Kamera sehr mühsam. Mir ist sogar bei diesen Szenen ist mir schlecht geworden. Ich musste Pause machen. Okay, krass. Gerade so. Ja, sie haben Kampfszenen drin, die völlig übertrieben sind. Also, vielleicht noch schnell zu der Story. Ich habe keinen Bezug zum Charakter. Es hat eigentlich cool angefangen. Er kommt dann irgendwann an einen Mordfall hin, wo dann nachher siehst, wie er so ein bisschen für sich selber interpretiert, was es war. Dann habe ich gedacht, oh, okay, der hat irgendwie so viel Erfahrung oder keine Ahnung, dass er so ein bisschen abschätzen kann, was es ist. Aber es wird nichts erklärt. Mhm. Er hat irgendeine Familie, die überhaupt keinen Sinn macht in dieser Konstellation. Du bekommst keinen Bezug zu ihm, zu irgendwelchen anderen Schauspielern. Nichts. Es ist einfach. Also, ich habe es aufgeschrieben, es ist einfach ein Shoot and Bloodfest. Vor allem am Schluss. Und es ist nur Shaky Cam. Sie schießen mit einer Mini-Uzi etwa 50 Mal wie eine Minigun. Es macht einfach null Sinn. Null. Du hast keine Pause dazwischen, wo zwischendurch auch mal ein bisschen schnaufen oder so. Eben, vor allem, wenn es so Shaky Cam ist. Also ich habe es bei abdunkelndem Licht geschaut, ich habe einen halben Epi-Anfall bekommen, ohne Scheiß jetzt. Du kommst nicht raus, wo vorne und hinten ist. Also ich persönlich habe den richtig schlecht gefunden. Eben. Ja, geschrieben, das Schlussplädoyer ist Anfang okay, dann lächerlich. Okay. Und das Einzige, was so ein bisschen hebt, ist zwischendurch mal so ein bisschen der Tom Hardy, der ein bisschen blöde Sprüche leitet und so. Aber eben, es gibt dort 2 Kampfszenen drin. Vor allem die eine, wo sie irgendwie in einer Bar sind. Und die fängt easy an, da fängt so von Anfang mit dieser Shaky Cam und da fängt so von hin und her schwenken und du kommst überhaupt nicht raus und irgendwie alle von diesen Hauptpersonen sind alles so halbe Karatemeister und dann einfach die anderen wegnatzen. Und die eine ist einfach, also eine von den Protagonisten, so wie du die kennenlernst, das ist einfach eine, die irgendwie Drogen geschmuggelt hat. Und nachher zerfetzt sie einfach irgendwie 10, 20 Nasen mit einem Bieli. Und halt so hure Skills raus, wo du denkst, Alter, what? Und am Schluss, sorry für den Spoiler, am Schluss sind eigentlich praktisch alle tot und du interessierst dich für kein Schwein, das dort ist. Null. Hey. Eben, und völlig übertrieben und also, er hat überhaupt keinen Spass gemacht zum Schauen. Aber ich merke, es hat dich beschäftigt. Ey, extrem. Du so in der Rage geredet hast. Ey, nee, das hat mich hure hässlich gemacht dann. Vor allem, ich hatte so einen scheiß Tag und dachte ich, komm, jetzt schaust du einen geilen Film, dann kommt der. Und dann kommt das. Ja, voll. Vor allem der Tom Hardy, wo ich eigentlich dachte, okay, ja. Aus dem Grund habe ich mir den eigentlich auch schauen. Ich habe gedacht, Tom Hardy, oh, ja, das könnte etwas gut sein. Dann habe ich es durchgelesen. Ja, das packt mich halt überhaupt nicht. Und aus anderen, es wird dir nie erklärt, also sie erklären ganz kurz, dass sie mal eine Sondereinheit sind für das Drogendezernat. Ja. Aber eben, das sind alles so halbe Shaolin-Mönche, wie sie dort im Zeug umeinander prügeln. Und du hockst einfach dort und denkst so, wieso?
Woher kannst du das? Es ist So nie irgendwie erzählt, hey, also, wenn du so schaust, sind das für mich einfach gewöhnliche Polizisten, wo die halbe japanische Triaden auseinander nimmt. es, es ist einfach nur lächerlich. Oh Mann. Ja, und ja, es hat mich hässlich gemacht. Hat man nicht gemerkt. Oh, es hat mich hässlich gemacht. Bist du nicht so, aber der Film hat mich hässlich gemacht. Ich verstehe es, aber vor allem, wenn du dich auf einen Film freust, Ja. egal wie jetzt der Tag war, aber du denkst, cool, weißt du, den schaue ich jetzt, und dann ist es einfach der absolute Müll. Ja, und weißt, ich habe dann nachher gedacht, so, ich schaue ihn gleich fertig, vielleicht wird es ja noch besser. Nein, es wird schlimmer. Ja. Wo ich dann wirklich erzählen ich habe wirklich gemerkt, dass ich mich aufrege, wo ich erzähle, wie manchmal schießen sie mit einem Revolver, der 6 Schüsse drin hat auf jemanden. Ja. Und wir denken, okay, nach 12 Mal musst du definitiv mal nachladen. Mit einem 6-Schüssiger oder 5 Trommelmagen. Hey, aber ich fühle das, ich übernehme gerade, weil ich habe einen Film gehabt. Ich habe einen Film schauen, wo ich zuerst gedacht habe, klingt interessant, mal schauen. Und ich habe seit langem wieder mal einen Film abgebrochen, den ich aufgehört habe zu schauen. Oh, okay. Ich habe, und zwar The Last Days on Mars. Muss ich zwar sagen, ich hatte tatsächlich nicht in der Beschreibung drin gehabt, aber es hat jetzt einfach gepasst, weil du so einen Scheissfilm geschaut hast. Und ich dachte, okay, ich muss jetzt meinen auch bringen. Ich habe The Last Days on Mars geschaut. Hat zuerst interessant getönt. So, es ist eine bemannte Mars-Mission. Eigentlich sind sie kurz vor dem Aufbrechen. Dann passiert irgendetwas. Und dann können sie gleich nicht. Und so weit bin ich nicht einmal gekommen, dass nicht einmal, also das nicht gehen können oder dass sie probieren, gleich noch irgendwie wieder abzuhauen. Sondern der Unfall ist passiert. Man hat Auswirkungen gesehen und ich habe aufgehört, weil ich eigentlich schon gewusst habe, also ich habe nach dem Unfall immer wieder genau gewusst, was jetzt passiert. Da ist plötzlich der andere ist vor dem Ding gestanden, es war keiner mehr rum, da hast du genau gewusst, ja okay. Jetzt ist dort irgendetwas gewesen, das hat jetzt Kontrolle über ihn übernommen, das Ding ist jetzt zurückgelaufen in die Basis und dann ist Cut zu der Basis. Hey, wir haben da jemanden auf dem Radar, da kommt irgendjemand. Ja, das sind sicher die zwei. Und dann, was ist passiert? Sie sind übernommen worden von dem komischen Organismus. Sie sind jetzt nicht mehr richtig. Sie sind ich kann einfach immer voraussagen, genau was passiert. Und irgendwie so, ich weiß nicht, wie viel ich geschaut habe, vielleicht eine halbe Stunde oder so, da habe ich mir sagen, so, da muss ich aufhören, ich kann nicht mehr. Das geht einfach nicht. Ich nehme noch einen Tankmost. Ja, wirklich. Ich nehme einen Tankmost, gehe am Backer rauf, den machen wir an. Das ist für mich übrigens momentan so der Satz, wenn ich keine Lust mehr habe. Auf irgendetwas. Ich nehme noch einen Tankmost. Nein, also das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ich wirklich einen Film abgebrochen habe. Ich bin eigentlich immer irgendwie durchgestanden. Ja, eben, ich jetzt bei Have a Go, ich habe wirklich, ich habe mir auch zwischendrin überlegt, hey, okay, ich kann mit meiner Zeit eigentlich etwas Besseres anfangen. Ja, absolut. Und dann schaust du aber auf die Tour und denkst so, ja komm, okay, es ist jetzt 10:30, der Film geht noch eine halbe Stunde, ja komm. Fast auch nichts mehr Neues an. Machst eben fast nichts mehr Neues an, und da hast du halt durchgesuchtet. Ja. Komm, da kannst du gerade noch einen reinhauen. Ja, aber wenn wir jetzt gerade so ein bisschen Action gewesen sind und so ein bisschen Polizei und so, ich habe Criminal Squad 2 geschaut, Pantera. Und ist eine gute Fortsetzung vom ersten Teil, muss ich sagen. Auch wieder ein super Cast mit dem Gerard Butler und mit dem O'Shea Jackson Jr. Ist wirklich, das sind wieder genauso gut. Also Gerard Butler so richtig wie so ein Badass-Cop oder eben nicht. Eine coole Action, hat immer ein bisschen Spannung drauf gehabt. Sehr zu empfehlen, wenn man so ein bisschen Tresorknacker-Film gerne hat, sage ich jetzt mal so. Also wenn er Ocean's 11. Ja, Ocean's 11, aber mit ein bisschen weniger Witz, ein bisschen mehr Ernst und ein bisschen mehr Action vielleicht.
Ocean's 11 ist halt sehr speziell, die Film, aber wenn ihr sich in die Richtung etwas gerne schaut, hey, gerne durch Criminal Squad 2. Vor allem, wenn euch der erste Teil gefallen hat, schaut den zweiten. Er hat auch einen Twist. Bin also tatsächlich auch ein bisschen überrascht worden von dem Film. Aber absolut zu empfehlen. Ich sehr unterhaltend gewesen, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, ich mag den Gerard Butler. Ja. Ich mag aber auch den O'Shea Jackson Jr. Also, das ist ja der Sohn von Ice Cube, für die es jetzt nicht wissen. Ich hatte dem zum Beispiel dort hat er natürlich eine Paraderolle gehabt, perfekt für ihn zugeschneidert eigentlich, wo er eigentlich seinen Vater gespielt hat bei Straight Outta Compton. Okay, sagt mir gerade gar nichts, das ist so. Ja, das ist NWA, sagt er etwas. Mit dem Dr. Dre, weißt du, so der Anfang von dem Hip-Hop-Ding dort damals. Ist halt eine Musikrichtung, die mich nicht null interessiert, aber relativ wenig. Und ich kenne mich auch relativ wenig dort drinnen aus. Aber dort hat er der Ice Cube, der O'Shea Jackson Senior, ist halt Teil von dem damals, von NWA. Und in dem Film Straight Outta Compton haben sie genau das. Das Album von NWA hat ja so geheißen, Straight Outta Compton, und der Film halt nachher auch. Mhm. Und das habe ich halt wirklich nice gefunden. Er hat halt, also der Sohn von ihm hat die Rolle von ihm gespielt. Aber der O'Shea Jackson Jr. hat die Rolle von seinem Vater übernommen in dem Film. Okay. Und das hat halt mega gut gepasst auch. Also es war richtig geil gewesen. Also was Musikfilm und so, was das angeht, ist absolute Liebe in dem Film. Ja, genau. Criminal Squad 2, Pantera, wenn ihr den erst geschaut habt, schaut ihr den zweiten auch. Könnt ihr nichts falsch machen. Nice. Dann mache ich gerade mit einem weiter. Den haben wir letztes Mal schon angesprochen, wo ich dir aber gesagt habe, hey, nein, bitte verzeih noch nicht viel. Ah, ja. Wir haben kurz darauf aber nach dem letzten Brotkasten haben wir Carry On geschaut. Mhm. Ich habe ihn geil gefunden. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist echt nicht schlecht. Vor allem, was ich halt krass finde, auch wieder der Cast, jetzt muss ich ganz schnell schauen, wie er heisst. Ich bin vom Jason Bateman sehr überrascht gewesen. Oh ja. Ja. Weil das ist eigentlich mehrheitlich so der Dude, der irgendwie so ein bisschen auf lustig macht. Oder ich kenne ihn halt mehr aus lustigen Filmen. Der hat bei Kill the Boss mitgemacht. Zoomania spricht er, glaube ich, der Fuchs, wenn mir recht ist. Ja, und eben, eher so ein bisschen funny Guys oder funny Stories. Und da kommt einfach dort, wo er einfach so einen bitter ernsten Typ spielt, eigentlich auch ein Assassine, wenn er so willst. Und dann denkst du so, wow, okay. Hat ihn ihm nicht so gegeben. Also vor allem wie er und ich bin ehrlich, der Taron Egerton, ich weiß nicht, das ist für mich wie soll ich sagen? Das ist für mich so wie so eine Jake Gyllenhaal. Ich sehe ihn gern und eigentlich praktisch alles, was er spielt, ist er gut drin. Mhm. Ja. Das ist einfach ein Dude, von dem hörst du nichts, der macht seine Sache, der spielt ein bisschen und dann geht er wieder. Ja. Oder vielleicht in Robin Hood, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also aber das mit dem Jason Bateman, das ist ich bin voll überrascht gewesen, wie weißt, du hast den gesehen und du hast immer so erwartet, jetzt lädt er dann irgendein Witzchen hier oder Nichts. Aber nichts, einfach ice cold halt, einfach wirklich. Das ist einfach richtig krass. Das ist der Bruder von Patrick Bateman. Ja. Für die den Patrick Bateman nicht kennen, das ist American Psycho. Aber er spielt wirklich gut. Also kann man echt nichts sagen. Aber eben auch, ich finde es so cool, ich glaube, viele sagen das Gleiche. Der Anfang ist ein bisschen léger, bis sie dann wirklich dann so das Telefon bekommt oder respektive den Knopf ins Ohr bekommt. Und dann denkst du so, okay, what the hell? Und ich finde es so cool, wie sie sich so gegenseitig dann probieren auszuspielen oder er probiert irgendetwas zu machen und er kommt immer drunter. Ja. Und ich weiss, ich glaube, ich habe einfach hingeschrieben,
Der Film ist nicht überragend krass. Nein. Aber er ist überraschend gut. Ja, er behaltet die einfach auch bei der Stange. Genau. Er behaltet die einfach bei der Stange und genau. Es hat eine Szene gegeben, die ich nicht so gecheckt habe. Dort haben wir nachher dann auch, die Leute, die haben nachher dann so gedacht, was genau passiert dort. Weil er verschwindet einisch mit dem Koffer, wo das Ding drinnen ist, und dann fährt er irgendwie einen gleich grossen Koffer an zu suchen. Und stellt dann nachher den Koffer hin. Das ist praktisch ganz am Schluss, wo ich dann nachher dachte, okay, jetzt hat er den Koffer austauscht. Ja, aber im Keller unten dort, genau, oder? aber irgendwie ist ich weiß nicht, ob sie die Szene irgendwie noch drinnen gelassen haben, oder es ist schnell nichts passiert. Er hätte, glaube ich, nicht den Koffer austauscht, sondern hat er nicht das GPS irgendwie rausgenommen oder irgendetwas? Nein, ich glaube, also für mich hat es im ersten Fall so ausgesehen, als würde er einfach den Koffer tauschen. Aber ich glaube, am Schluss hat er einfach irgendwie den Strichcode dran abgenommen. Vom einen Koffer hat noch einen anderen ja, genau. Aber das checkst du irgendwie erst ganz am Schluss und wir sind dort geguckt, so, what the fuck ist jetzt dort? Das wird verdammt spät. Ich habe nämlich genau das Gleiche gedacht. Ich dachte, okay, es tauscht den Koffer aus und lässt ihm diesen dort stehen und nicht den eigentlichen Koffer wieder mit. Aber ja, stimmt. Es ist irgendwie um einen Barcode gegangen, der am anderen Koffer war und irgendwie durch das hat das System nachher, glaube ich, aussortiert. Oder irgendwie so. Ja. Irgendwie so. Also das ist eben das, du musst auch wirklich bei der Sache sein bei diesem Film. Es passiert manchmal so viel so im Hintergrund. Vor allem auch, wie er lokalisiert, wo hockt er. Wo hockt er? Das ist gut. Du hockst dort und denkst so, Moment, er isst. Das heisst, er hockt vielleicht irgendein anderer Bar. Du hockst wirklich selber auch dort und denkst so, wo ist er? Ja, das ist wirklich, das habe ich im Film so geil gefunden. Immer wieder, denkst immer wieder mit. So, was würde ich jetzt machen? Jetzt habe ich einen Knopf im Ohr. Jetzt könnte ich auf einen Knopf drücken, das seht ihr ja. Und du fährst wirklich so von mitdenken. Das ist voll gut. Also eben, er behaltet dich bei der Stange und das finde ich eigentlich relativ cool. Ja, absolut. Vor allem finde ich es geil, was er nachher dann spreadet, dass nicht nur die am Flughafen irgendetwas damit zu tun hat und plötzlich irgendwie die Polizei, die auch noch mit... Das ist wirklich, dort habe ich auch gedacht, okay, das ist richtig geil. Mit dem hätte ich jetzt null gerechnet. Ja. Eine Schlägerei im Auto. Ja. Das ist so gut gewesen. Also wirklich sehr, sehr dicke Empfehlung. Eben nicht mega überragend, aber sehr gut zum Schauen. Ja. Was ich noch geschaut habe, ist ein Film, respektive 2. Ich habe die tatsächlich jetzt ein Weile gesucht, bis ich es gefunden habe. Weil es sind nicht so riesige Hollywood-Blockbuster oder weiss ich was, aber das Konzept hat mich mega interessiert. Ich habe mal so einen Ausschnitt von dem Film gesehen und dachte, ich muss endlich mal schauen. Ist schon ein bisschen älter tatsächlich. Und zwar habe ich Man from Earth und Man from Earth Holocene geschaut. Die Filme sind, also Man from Earth ist von 2007, Man from Earth Holocene ist 10 Jahre später, 2017 rausgekommen. Geht um einen Dude, um einen Professor, der gekündigt hat, der wegziehen will und so zum Abschied so seine liebsten Kollegen einlädt. Und denen dann eigentlich erzählt, dass er über 14.000 Jahre alt ist. The hell? Okay. Das ist interessant. Aber darum sage ich, das Konzept hat mich mega interessiert, schon ewig. Der lebt eigentlich seit ewig. Er weiß nicht wieso. Es ist ja so. Und du weißt aber den ganzen Film lang nicht, ja, stimmt es jetzt, was er sagt, oder nicht? Weil der Film ist so aufgebaut, es ist nicht so, dass du die Geschichte von Anfang an einfach siehst, wenn er halt, er ist ein Höhlenmensch gewesen und dann hat er die ganze Stadt durchgemacht. Er ist mehr so im Erzählermodus. Aber sie sind bei ihm im Haus, in dem, wo ausgeräumt ist, er hat schon gepackt. Und der Vater so erzählen.
So, ja, er hat das und das erlebt und das erlebt und hat das durchgemacht. Ja, aber wieso weißt denn du das noch? Kannst du dich dann an das erinnern? Ja, erinnern ist schwer gesagt, aber ich mag mich noch erinnern. Also, ich habe noch so Bilder im Kopf von flachen, von Ebenen, bewaldeten Ebenen dort und dort. Ja, wo bist du denn geboren? Ja, das kann ich nicht genau sagen, weil damals hat es halt noch ganz anders ausgesehen als. Und es ist mega interessant. Ich habe mich selber verwünscht, wenn ich immer wieder überlegt habe, ja, ist das jetzt so oder erzählt er mir jetzt wirklich einen Scheiß? Weil die Charaktere selber haben sich halt die Frage auch immer gestellt. Und dann hast du verschiedene Charaktere gehabt. Die einen haben gesagt, hey, look, ich nehme das jetzt mal so auf, wenn du das sagst. Und schaue für mich selber, überlege ich mir, ja, kann das sein? Und ja, warum nicht? Also, theoretisch könnte es ja sein. Und das, was du sagst, macht Sinn. Und dann hat er halt auch erzählt, ja, von Jesus, aber der Jesus der Jesus von Nazareth ist halt, und wenn du das kannst du nachschauen, nachher jetzt in unserer Geschichte, ist es halt auch so. Die Figur Jesus ist nicht, die ist laut seiner Erzählung. Hätte ich das bei Buddha gelernt? Das Gedankengut und so. Von wegen, Fuck. und wenn du kannst nachschauen, hey, also, ist das nicht irgendwie Verschwörungstheorie oder so? Und aber es macht ja, Sinn. es macht sehr viel Sinn, weil dann, wenn du wirklich mal bei uns gehst, nachlesen und was die Figur, die Jesus-Figur, ich nenne es jetzt mal einfach so, was die ganzen Ansichten und die Message, die sie überbringen will. Es macht voll Sinn. Weißt du, alles, was er erzählt hat. Und, hey, es ist so gut gewesen, das Konzept von dem Film. Und eben, es findet eigentlich das meiste nur in dem Räumchen statt, wo er erzählt und wo sie nachher diskutieren und debattieren. Ja, ist es jetzt so? Ja, aber was hast denn du erlebt? Und die eine ist voll dagegen. Ja, nein, das kann nicht sein, das ist Blasphemie. Du machst jetzt hier gerade die ganze Religion, Bibel, alles kaputt. Und ich bin richtig fasziniert davon. Das ist so der erste Film, der zweite ist dann eigentlich wie so eine Fortsetzung gewesen. Er ist dann eben gegangen gewesen. Er ist jetzt an einem anderen Ort. Ist wieder der Professor. Aber im zweiten Film ist es mehr darum gegangen, dass er einerseits hat er plötzlich gemerkt, er altert aufs Mal. Aus welchem Grund auch immer, er hat es auch wieder nicht gewusst. Und vor allem ist es auch mehr darum gegangen, dass er nicht gefunden werden. Okay. Also, das war auch der Grund im ersten Film, wieso er zügelt. Er hat gesagt, ja, er hat gemerkt, er muss alle 10 Jahre oder so muss er gehen, weil sonst wird es irgendwann ein bisschen, die Leute Fragen stellen und so. Warum alterst du nicht? Wir kennen dich schon so lange und und da und so. Mega gut. Also ich bin richtig fasziniert. Es sind wirklich alte Filme, also wenn ihr mal reinschaut, verklüpft nicht. Es ist auch ein bisschen Low-Budget, habe ich das Gefühl, aber... Heißt er wirklich John Oldman? Ja. Wie gut. Das ist nachher... Er hat tatsächlich das ist auch ein Teil von diesen Filmen. Seine Namen, die er sich gibt, haben immer irgendetwas mit dem zu tun. Nur gut. John Young oder weißt du, so John der Young Oldman. oder so Zeugs. Es ist super. Ich glaube, im zweiten heisst er Old Man. Im ersten hat er, glaube ich, noch anders geheißen, meine ich. Nein, im ersten hat er schon John Oldman geheißen. Ah, vielleicht nennt man ihn einfach so, damit man irgendetwas hat, was stagniert. Aber das wird auf jeden Fall im Film auch erklärt, aber dass er sich immer wieder andere Namen gibt, aber der Name halt immer irgendetwas mit alt zu tun hat. Ja. Genau. Aber so etwas finde ich geil. Das ist super. Ja, hast du noch etwas? Ja. Also ich habe noch 2, aber ich glaube, der eine haben wir zusammen. Dann machen wir gleich am Schluss. Haben wir den zusammen? Ja. Wir haben auch schon darüber geschrieben. Okay. Sorry, wenn wir da Lärm hören. Ich habe an Ostern habe ich die 2 D&D-Sessions gehabt. Und
Sonntag, ja, ich glaube, es war der Sonntag, habe ich tatsächlich mega gemütlich einfach vor dem Fernsehen verbracht. Oder einfach mal nichts gemacht. Und ich habe einen Film gesehen. Der ist auch schon uralt, also uralt. Aber jedes Mal, wenn ich den sehe, ich komme jedes Mal bei irgendeiner Szene Lachflashs über. Okay. Der ist aus dem Jahr 2002. He? Okay. Und der Film ist Asterix und Obelix Mission Cleopatra. Ohne Scheiß. Ja. Ich finde den Film einfach der fucking Burner. Der ist so gut. Und ich weiß nicht. Es gibt aber so Szenen. Das letzte Mal, es gibt irgendwie eine, wo sie dann schicken als Spionin und je nachdem, wie sie die Augen stellt, sieht man sie oder man sieht sie nicht. Völlig hirnrissig. Jetzt sehen Sie mich. Jetzt sehen Sie mich nicht. Genau. Jetzt sehen Sie mich. Jetzt sehen Sie mich nur halb. Jetzt sehen Sie mich gar nicht mehr. Ja, und der Film ist so völlig, der ist so voll mit irgendwelchem Scheiß, mit irgendwelchen Anekdoten oder Anlehnungen an anderen Filmen. Und das Mal war es irgendwie gewesen, wo einer irgendwie, wo sie den Zaubertrank trinken und dann schauen sie einem zu, wie er so einen riesen Stein aufzieht. Und alle schreien ihn an und sagen Hohis. Und nachher sagt der eins zum Obelix, wo dort irgendwie der Aufbau begleitet, sagt er, ja, sein Name ist Hohis. Wie Hosenschiss. Hey, und dort hat es mich vertätscht vor Lachen. Weißt du, völlig aus dem Nichts raus. Und ich weiss nicht, irgendein Film, der kommt, wenn er im Fernsehen kommt, schaue ich ihn an und dann vertätscht es mich wieder vor Lachen. Also, ich weiss nicht, das ist so ein Aufsteller, den schaue ich eigentlich immer gern. Ich finde die Asterix-Filme halt einfach cool. Das sind so. Ich habe tatsächlich noch einen anderen drin, wo genau das gleiche hineingeht. Das sind so französische Filme oder Filme, wo du einfach genau angemerkt, das ist eine französische Produktion. Ja. Und Asterix und Obelix hat genauso den gleichen Witz, wo immer so ein bisschen das Gleiche reinfährt wie Taxi. Oh Gott. Die Filmreihe. Aber ist doch so. Es ist ein Französisch, es sind andere Direktoren, andere Produzenten, aber es ist Humorlevel. So, weißt? Es ist einfach der französische Humor drin. Ja, und genau. Also bei Asterix und Cleopatra merkst du halt einfach, sie nehmen wirklich den Comic als Vorlage. Es muss keinen Sinn geben. Genau. Es ist ein fucking Comic und das finde ich einfach faszinierend. Eben, das hebt bis heute, finde ich. Und mein absolut Lieblingscharakter hat im Comic tatsächlich schon gewesen. Mein Gotti hat massenweise Asterix-Comics gehabt. Das war immer das Highlight gewesen, wenn ich zu ihr konnte. Dann habe ich immer Asterix gelesen, die ganze Zeit. Und auch schon im Comics mein Lieblingscharakter einfach der Numerobis. Der Numerobis. Der Numerobis. Ich habe den auch geliebt, den kleinen Scheisser. Der einfach zu dumm zum Schießen, aber irgendwie bringt er es halt gleich an. So gut. Ich glaube, das ist eben der nachher sagt, eben Hosenschiss. Ja, aber das ist der, wo die Hilfe holt von der Gallier. Das ist so gut. Sie bringen sie wirklich gut hin dort. Ja, mega. Asterix, ey. Möchte ich auch wieder mal schauen. Ja. Ja, und nachher habe ich noch einen Film. Ich glaube, du hast auch noch einen, gell? Ja, noch zwei. Also dann... Aber den einen kann ich ganz... nein, ich habe noch 3. Du hast noch 3? Aber den einen kann ich ganz einfach machen. Also ich habe Mickey 17 geschaut. Bitte. Paul den noch für dich, den möchte ich unbedingt schauen. Der sieht ultra interessant aus. Okay. Dann lasse ich 1, 2 Sachen weg. Also, ich finde es ein guter Film. Meiner Meinung nach hat er aber ein bisschen viel Potenzial verschwendet. Okay. Bin ich dann gespannt, was du dazu sagst. Es muss ein bisschen viel erklärt werden, habe ich das Gefühl. Das hast du schon vorhin gut erklärt, mit Game of Thrones. In der Staffel ist eigentlich nur darum gegangen, um was geht's, wer sind die Leute. Ist bei Mickey 17, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen so gewesen halt. Was richtig nice war, ist der Pattinson in so einer Mehrfachrolle.
das ist mega interessant gewesen zu schauen. Und der Mark Ruffalo hat halt auch so eine, also spezielle Rolle, ich sag's mal so. Ist ein bisschen rough gewesen. Es war eine interessante Rolle gewesen. Aber es war okay gewesen, es war unterhaltsam gewesen. Es ist jetzt kein Film, den ich x-mal hintereinander schauen oder so, aber ja. Aber gut, dann lade ich den mal sehr ein bisschen raus vor, wenn du können gerne ein anderes Mal noch drin. Ja, aber da habe ich noch auf meiner Liste tatsächlich. Ja. Dann nehme ich gerade noch den zweiten und dann komme ich jetzt eben auf das, was ich vorhin gesagt habe, französischer Film. Ich habe Cardcheckers geschaut. Ich bin irgendwie über den Film gestolpert. Okay. Hat mir nichts gesagt, hat gedacht, hey, etwas mit Auto. Let's go. Go for it. Ich habe dann irgendwann zwischendrin gedacht, sie haben jetzt mal irgendwie so zweimal so etwas mit Autoverfolgungsjagd gehabt. Aber sonst geht es einfach um komplett andere Sachen. Warum heisst es den Cardcheckers? Weil es in einer oder zwei Szenen vorgekommen ist, was der Name sagt. Also, meine Notiz sagt einfach ganz einfach aus, der Name sagt was anderes, als der Film dann mehrheitlich zeigt. Und da haben wir gesagt, es ist eine französische Produktion, merkt man, das heisst jetzt nichts Schlechtes, aber du merkst einfach an solchen Filmen teilweise, oder ich merke es sehr schnell, das ist ein französischer Film. Ich weiß nicht warum oder woran es liegt, es ist einfach so. Es ist eine mittelmäßige Produktion mit okayen Schauspielern. Ich sag mal, wenn jemand sich irgendeinen leichten Film antun will, ein bisschen etwas Action will, hey, macht, gebt euch den. Aber seid nicht enttäuscht, wenn er euch gleich nicht gefällt. Okay. Jawohl. Hast du noch einen? Ja, und ich glaube, den hast du auch. In dem Fall nicht. Das bezweifle ich. Nicht auch im Kino bist du schauen? Ich bin nicht ins Kino schauen. Wo ich geschrieben habe, wo ich gefragt habe, welche Szene meinst du? Der Wolverine-Szenen oder jetzt habe ich da geschrieben. Habe ich das geschrieben? Eine Szene mit dem Dumo oder wo er der Wolverine gemacht hat. Mr. No Pain. Ah! Ja gut, den habe ich aber eben ja schon gehabt. Also der ist ja bei mir schon durch. Aber ja. Bist du den schauen? Ja, ich bin dann eben auch kurz darauf schauen. Ich habe den eigentlich auch noch sehr erfrischend gefunden. Voll? Ja. Vor allem, das ist jetzt mal ein Film, und ich musste sagen, hey, er geht nicht allzu lang. Absolut. Aber du weißt alles, was du musst wissen. Ja. Punkt. Easy, Schauspieler sehr gut. Also Jack Nicholson ist so ein fucking L. Jack Quaid, ja. Und der Jack Quaid, ja. Also ich finde beide, ich finde es halt irgendwie schön, dass jetzt die junge Generation die alte Generation ablöst. Mhm. Weil der eine ist ja der Sohn von Dennis Quaid und der andere ist der Sohn von Jack Nicholson. Oder Ray Nicholson. Und die machen das super. Ja. Was ich halt auch geil finde, ist der Wiedererkennungswert von Huey. Er ist halt einfach der verhörste Dude, wo, ja, er ist jetzt halt einfach dort und ja. Das ist ja das, was ich das letzte Mal in der Notiz hatte. Jack Quaid aus The Boys wird mal wieder verprügelt. Ey. Es ist halt wirklich so. Ja, aber es ist auch cool gemacht. Was ich tatsächlich da haben sagen ist, die Story ist ein bisschen schwach, weil ich von Anfang an gerade gewusst, was abgeht. Ja. Also es ist nichts hyper krasses, aber eben so, ich habe ihn jetzt einmal gesehen und fertig. Ich glaube noch, mit dem, was sie so ein bisschen mehr haben wollen, Punkte in diesem Film sind so Schocksituationen, wie sieht er aus, nachdem er verprügelt worden ist. Wie sieht seine Hand aus, nachdem er zum Beispiel die Waffe wieder rausnehmen wollte? Ja.
Ich habe es so geil gefunden, wo er herausfinden will, woher er das Tattoo hat. Und dann geht er zu diesem Studio und dann kommt einfach so ein Träum. Einfach so ein Wandschrank steht hinten her und du so, what the fuck, Alter. Es ist so gut. Aber wirklich, das ist so, es ist mega nice gewesen zum Schauen, finde ich. Kann ich jedem empfehlen, aber eben, ich glaube, so nach einmal Schauen hast du nicht gesehen, weil es kann dich nicht mehr schocken, was dort in dem Film passiert. Also die Empfehlung, aber ich will vorsichtig sein mit der Empfehlung, weil es ist nichts für Zartbeseitigte, die nicht gut Blut oder so Zeugs sehen. Das stimmt, ja. Also, wenn ihr ein Problem damit habt, was völlig okay ist, dann schaut ihr vielleicht einfach nicht. Vor allem auch mit offenen Brüchen und so Zeug. Oh, Jesus. Das ist einfach der Wolverine am Schluss. Hey. Ja. Holy. Ja, das super gefunden. Das war so bad gewesen. Also, den ganzen Film durch habe ich immer gedacht, Alter, ey, Scheiße, what the fuck, was macht? Und der Schluss toppt einfach nochmal alles, was bisher passiert ist. Kann ich auch sagen, so, Alter, Katastrophe. Aber es ist ein Comedy-Action-Movie, sozusagen. Ja. Zum Glück auch sind Witz drin, absolut. Ja. Dort, wo er in seine Hütte reingeht, geht das Zeug anschauen und durch die Fauern durchstapft, haben wir dort den Ranzen voll gelacht. Am Schluss hängt er einfach so dort. Ja. Sein Kollege war aber auch super. Ja. Er ist voll der Bad. Ja, ich habe meine Gang und so. Da kommt er ja. Was für eine Gang? Was für eine Gang? Er kommt allein auf seinem Huren Vespa. Ja, genau. Ja, meine Harley. Das war jetzt mit der ohne Drecksvespa los. So gut. Ey, weißt du, was es mich da erinnert? Ja. Und ohne Scheiß jetzt, der Typ, das ist der, wo der beste Kollege spielt, glaube ich, bei Amazing Spider-Man von Tom Holland. Ja, das ist so genau. Der Dickere. Ohne Scheiß, es gibt doch einen Film von Dwayne The Rock Johnson, wo er am Anfang, also da ist irgendwie Kinovorführung ist da immer gekommen, wo er zuerst so ein dicker Schüler ist, der gemobbt wird und nachher ist er so der Super-Dings. Ohne Scheiß. Mit Kevin Hart. Ja, ohne Scheiß. Du hättest einfach den können nehmen. Ja. Du hättest einfach den Typ können hinstellen und sagen, schieß auf das hure Face-Swapping oder Face-Dings. Nimm einfach den Dude, stell ihn hin, schnell für 2 Minuten. Fertig. Ja. Das hat alles toppt. Absolut. Perfekt. Das ist ja so. Der Film ist aber auch gut. Central Intelligence ist das. Ja, der glaube ich mal einmal schauen, aber hat mit den Uhren nicht gepackt. Mit dem Kevin Hart, das ist noch witzig. Ja, das ist so die Standardbesetzung. Der einzige, der gefällt hat, war der Jack Black. Ich glaube, bei dieser Movie oder so. Das ist immer so Kevin Hart, Dwayne The Rock Johnson und der Jack Black. Und dann kann man ihn schauen. Ja. So, ich habe noch einen. Und zwar, das kann ich aber ganz schnell machen, weil ich habe einfach ultra spontan, ich bin auf dem Sofa gelegen, dachte, was schaue ich heute? Und habe einfach plötzlich so, ich habe Bock auf Stargate. Habe ich Stargate, ja, aber nicht der erste, sondern der zweite Film geschaut, The Ark of Truth. Ich bin ehrlich, ich habe gar nicht gewusst, dass es mehrere Filme gibt. Es gibt 3. 3? Okay, ich bin überhaupt nicht in diesem Universum drin, leider. Es gibt Stargate, und dann gibt es Stargate, The Ark of Truth. Der findet so... Ist der noch vor Atlantis gewesen, echt? Ich glaube es. Geht um einen Kampf um die Ori. Eigentlich so... der Film schließt eigentlich so den Story-Arc ab, wo sie nicht mehr gegen Goa'uld kämpfen, sondern sie haben ja nachher noch die Ori, die sie bekämpfen. Die auch göttlichen Figuren. Und der Ark of Truth schließt eigentlich den Story-Arc nachher von der Ori ab. Okay. Und der 3. Film ist, jetzt muss ich schauen, dass ich Ihnen das eigentlich erzähle. Genau, der 3. Film ist nachher Stargate 2. Das wurde dumm, okay. Nein. Also es sind beide im gleichen Jahr rausgekommen. Ja.
wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, ist genau Ark of Truth ist im März rausgekommen und Continuum ist nachher später rausgekommen, weil ich meine, da ging es auch um Atlantis. In dem Fall nicht. Was hast du denn noch gemacht? Doch, ja. Continuum ist im Juli 08 rausgekommen und der Ark of Truth ist, wenn ich das jetzt richtig habe, jetzt ist es natürlich, ist im März rausgekommen, ja. Genau. Und Continuum schließt eigentlich so der komplette Arc, eigentlich kannst du sagen, um Goa'uld und so ab. Bei Continuum tun sie noch der letzte Systemlord, der Baal, wenn es eigentlich hinrichten endlich und passiert dann wieder etwas und Zeitverlauf wird verändert und weiss ich was. Und darum eben Continuum ist recht crazy. Also, es gibt die 3 Filme. Gibt's. Der Baal? Der Baal, ja. Da gibt es einen. Okay, spannend. Okay. Weil nur so schnell in John Sinclair gibt es einfach Parallele. Ja, gut. Weil er wird darum auch mal in die Zeit zurückgeschickt, um den Ball zu vernichten. Und dann gibt es eine Veränderung in der Zukunft. Ja, also er ist Stargate bezieht sich ja sehr und immer wieder auf Gottheiten aus unserer Mythologie und unserer Geschichte. Im ersten Film bekämpft jetzt ja der Ra, ein ägyptischer Gott. Ja. Wenn die Serie nachher anfängt, treffen jetzt, also eigentlich nach den Events vom ersten Film, wenn der wirklich SG1 anfängt, treffe ich auf Apophis, was auch wieder eine göttliche Figur in der ägyptischen Mythologie ist. Ja. Ja, der Baal ist auch einer. Wird erstmals im Neuen Reich. Okay. Genau. Und das ist halt so, die Goa'uld haben halt ihr Ding so ein bisschen auf dem, oder ist jetzt halt die Frage, aufgrund von der Geschichte, was hat was beeinflusst. Es ist wahrscheinlich eher eben andersrum gewesen, laut Stargate, also in der Stargate-Lore, dass Götter, die Namen der Götter halt wirklich von der Goa'uld gekommen sind und dann das so geworden ist. Ja, weil irgendwie in diesen Orten wird Baal eben nicht als Gott, sondern als Dämon bezeichnet. Das ist... Ja, also ich kenne zum Beispiel, wo vielen vielleicht der Baal etwas sagt, ist auch Diablo. Den bekämpft man auch. Ja, und Diablo 3. Für die, die ich glaube im Conjuring-Universum wird er eben als Dämon betitelt. Gut, aber eben Baal kann Gott und Gott kann ja auch Gott der Dämonen sein. Also ist eigentlich nur ein Titel anscheinend. Ist im Altertum eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten. Ja. Also eben. Ja. Okay. Da bin ich zu wenig drin. Ich glaube, das lassen wir sein. Sonst kommen wir irgendwie noch in Sekten rein. Ja, also ich weiss einfach, in Ägypten ist der Baal immer so ein Kriegsgott gewesen. Er ist immer so ein bisschen nicht der Böse, aber er ist immer gleichgestellt worden mit, wie hat er es geheissen? Der Kriegsgott vom Mars, der Hund. Nein. Mit einem anderen Gott ist er immer wieder gleichgestellt worden. Was haben wir noch? Der Ra, Osiris. Das ist ein altägyptischer Gott. Einer von der Seth, Setesh oder Seth, sagt man ihm eigentlich. Mit dem ist er immer wieder gleichgestellt worden. Okay. Das ist der mit dem, wie sagst du dem? So einen Hundekopf hat er, glaube ich, alle gehabt. Ja, eben, das war der Hundekopf. Das ist der...
Etwas mit N, echt. Nachher wenn wir wieder auf unser Thema zurückkommen, wir sind irgendwie. Ja, wirklich. Verdammt. Anubis. Anubis war der Schakal oder so, ja, genau. Ja, Anubis, ja, Gott Anubis des Totenkultes. Kommt auch bis da, geht tatsächlich auch. Kämpfe jetzt einmal, Anubis war einer der krassesten Goa'uld gewesen. Also wirklich, der Sieg hat etwas drauf gehabt. Seth, Gott des Chaos. Anubis, Gott der Totenritter. Ja, Horus, genau, Gott des Chaos. Horus gibt es noch. Das ist glaube ich, der Vogel. Isis. Das sind tatsächlich Brüder, der Horus, Osiris und Seth sind Brüder, aber bekämpfen sich. Also der Seth ist eigentlich so der Böse und der Osiris und der Horus kämpfen gegen ihn. Also so praktisch wie Hades und Zeus. Das habe ich jetzt erzählt. Der Seth ist der Bruder vom Horus. Der Seth ist der Bruder vom Osiris und Feind vom Horus. So. Oh, sorry, Gott. Ägypten habe ich bin kleiner Bub. Ist Ägypten, ich bin völlig fast, ich habe Bücher verschlungen bis zum geht nicht mehr. Ich habe nicht mehr ganz alles im Kopf, aber... Ja, ich habe mal irgendwann schon immer angefangen mit griechischer Mythologie und auch dort. Griechisch, das ist auch ganz... Da habe ich nie drin gefunden. Nein, Ägypten fasziniert. Ja, aber da hast du irgendwie dort Zeus, Hades, Poseidon und Thera oder Helena oder wie heisst sie auch. Und nachher dann hast du aber oben dran hast du noch irgendetwas und nachher dann fährt es auf Spray und dann musst du hören. Ja, der griechische Pantheon, der Götterpantheon, das ist crazy, der ist riesig. Weißt du, das ist schlimmer, oder fast so schlimm wie Silmarillion. Ja. Absolut. Ja, anyway. Jawohl, ja. Jetzt haben wir Filme, Serien. Genau. Haben wir noch Games? Hast du etwas? Ich habe tatsächlich etwas. Ich auch. Ich fange mal mit einem an. Das habe ich ganz schnell abgehandelt. Also ich habe 2. Meine Beschreibung ist... Ich habe 3, aber meine Beschreibung ist ganz einfach. Und zwar... Naja... Ich teste ja gerne mal ein bisschen Quatsch. Oh Gott. Und zwar habe ich den Pub Life Simulator Demo. Wo ist das Papier? Wo ist das Papier? Am Fenster? What the hell? Ja. Und auch die Geräusche. Ja, nein, das ist Katastrophe. Vielleicht einfach so, ich habe seinen Stream geschaut zu diesem Punkt. Und oh Gottes Willen, plötzlich ist im Hintergrund nicht wieder gut. Yeah! Yeah! Scheiße. Oh. Also, schnell zu erklären, es war eine Demo. Ich bin von der einen Plattform angeschrieben worden. Also, es ist einfach so Mails rausgehen und hey, das könnt ihr das testen, ist verfügbar. Und ich testen gerne mal so irgendwelche Scheiss-Simulatoren. Abgeladen, eine Stunde gespielt, eine Stunde geht Demo, mehr kannst du nicht. Also, eine Stunde, du hast 4 Tage und ich habe jetzt etwa eine Stunde gebraucht für das, glaube ich. 4 in Tag. Und, ja. Also, ich will mir es nicht kaufen. Ja. Also, es ist... Nein. Ja, es ist einfach... Nein. So ist es mir aber auch mit dem gegangen. Ich bin ein sehr grosser Advanced Wars Fan von Nintendo. Mhm. Und hat mal vom Lieblings-YouTuber, wo das Thema bespricht, das heisst, hey, geht das mal anschauen, es gibt War-Sites. Und dann hat es gesagt, ja, im April kommt das raus. Dann habe ich das gekauft, 10 Minuten gespielt und habe es gerade wieder zurückgegeben. Okay. Irgendwie, diese Sachen haben nicht funktioniert. Es war total unbalanced gewesen. Die Soundkulisse ist völlig für den Arsch, wo ich mir muss sagen, Alter, ein 20 Jahre altes Gameboy-Spiel macht es immer noch besser als du. Und es ist ja nicht schwer eigentlich. Es ist ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Fertig. Ja. Ja, und vor allem irgendwie 40 Stutz. Und auch der YouTuber hat gesagt, hey, nein, so Zeugs könnt ihr nicht bringen. Gross Anpreis, ich weiß, ihr seid noch 3 Nasen, aber das machst du einfach nicht. Vor allem irgendwie, er hat das im Vorfeld können testen und dort hat er schon viele Fehler gemerkt und hat gesagt, hey, dort und dort. Und hat es geheißen vom Publisher, ja, du hast einen alten Release-Stand bekommen. Und er so, ja, okay, gut, kann es geben.
Und der hat das Original gespielt und hat gemerkt, du, die Fehler, das sind genau die gleichen wie den, die ich gemeldet habe. Also, no. Das ist sehr schlecht angekommen, leider. Ja. Vor allem, es war nicht mal Early Access gewesen, nichts. Also, es ist wirklich Full Release und die Hälfte hat einfach nicht funktioniert. Vor allem, wenn du so rausgehst zum Testen, und ja, ich verstehe ja, dass das nicht die aktuellste Version kannst rausgeben, sondern vielleicht eine hast, wo du sagst, hey, das ist jetzt eine Version gewesen, die einigermaßen gut funktioniert, die können wir jetzt mal rausgeben zum Testen. Ja. Aber wenn du dann schon so Feedback überkommst, dass es nicht umsetzt ist. Ja, also das verstehe ich dann manchmal nicht. Ja. Oder dann wenigstens schon irgendwie, vielleicht ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie ein Patch in Arbeit schon, wo das schon drin ist, aber dann sagst du auch, dann sagst du, hey, der Patch braucht noch ein paar Wochen, wir haben das schon alles abgehandelt, was da zurückkommt. Ja, aber da hast du irgendwie Roadmaps oder weiss der Gucker was alles, wo das irgendwie alles kannst aufzeigen. Ich meine, ich fahre gerade mit dem nächsten weiter, ich habe nicht nur 2, ich habe 4, habe ich gerade gemerkt. Ich bin ehrlich, ich bin auf der Suche gewesen. Ich habe wieder mal ein Spiel wollen, wo ich mich so richtig verblöden da drin. Da habe ich mir RuneScape Dragon Wilds Code. Ja. Das ist alles Early Access. Ich habe das einfach spielen. Es ist eigentlich genau das gleiche wie Enshrouded. Oder wie, sag schnell, wie Valheim. Aber es hat so ein paar Gimmicks drin, die ich irgendwie noch witzig finde. Also es ist auch so ein Survival-Aufbausimulationsspiel, wo ich mir denke, ja komm, warum nicht? Mal so ein Spiel nehmen und da wirklich Stunden dort investieren, um irgendetwas Riesiges aufzubauen. Und das ist auch irgendwie ein Publisher-Team, die lassen praktisch täglich die irgendetwas raus, von wegen, hey, wir arbeiten an dem, hey, wir arbeiten an dem. Über Ostern hat es geheißen, hey, wir machen mal Pause eine Woche. Weißt du, du bist immer on track gewesen. Und tatsächlich, ich finde das Spielprinzip eigentlich noch nice. Es ist auch eine Aufbausimulation, du hast nachher dann eine Storyline, die du kannst verfolgen. Und du kommst da halt immer wieder bessere Ausrüstung über. Das Leveling-System ist ähnlich wie bei wie hat das von Amazon geheißen? New World. New World, genau. Also je öfter dass du etwas brauchst, desto höher das Level kommst du über. Gut, RuneScape selber schaffen die, glaube ich, auch noch so. Das Original, wer das nicht kennt, geht es mal googeln. Das ist eines der geilsten MMOs, die ich je gespielt habe. Es ist einfach nur 3 Eckchen, die du siehst. Und das coole Gimmick an dem sind die Runen, die du sammeln kannst. Du kannst Runen sammeln und mit denen kannst du magische Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel, wenn irgendwie das Level 25 erreicht hast beim Holzhacken, kannst du nachher einen Magic Spell brauchen, dass du kannst deine Axt visualisieren und dann kannst du 5 Bäume gleichzeitig umlegen. Das habe ich gesehen in einem Clip, ja. Genau, das finde ich mega cool. Und auch, du musst nachher dann die Bäume noch zerlegen. Da kommst du ein neues Spell über, du kannst sagen, hey, die Bäume, die alle nahe beieinander sind, die wir auch gerade zerdämmern. Also eben, je öfter du etwas brauchst, desto einfacher geht es. Und das ist eigentlich, es hat einen nice Schwierigkeitsgrad und ja. Also sonst hast du kein Level-System, also deine Ausrüstung bestimmt eigentlich, wie gut dass du bist. Und die Skill. Ja, und das Skill. Genau. Das finde ich immer noch cool, dass Epoch Day hat das ja auch. Also wenn du etwas immer mehr machst, dann wirst du halt besser in dem, wie es halt schon auch ist. Ja, genau. Und du kannst, glaube ich, bis zu 4 Spieler kannst du spielen im Moment. Ja, und die Map ist noch nicht so gross, aber eben, es ist... Und genau das ist der Punkt, der mich schlussendlich davon abgehalten hat. Weil ich verstehe es nicht. Doch, ich verstehe es ein Stück weit aus Entwicklersicht. Ich verstehe es nicht aus Sicht von, hey, wir wollen dem Spieler etwas Gutes tun. Hey, sicher gibt es Leute, die sagen, hey, 4-Player-Coop, mega geil, bin ich voll dabei. Das ist genau das, was ich wollte. Hey, voll geil. Was mich an dem Ganzen immer stört, ist, du musst, also das Host-Client-Prinzip. Du hast einen, der dann das Game hostet, es ist ein Coop. Die anderen kommen dann zu dir spielen. Aber wenn du nicht mitspielst... Wenn jetzt du morgen nicht rum bist, kann ich nicht weiterspielen. Ja, das nervt mich. Und das ist der Scheiß. Und darum
Darum habe ich zum Beispiel ich habe einige Games nicht geholt, einfach aus dem Grund. Und das hat mich an so vielen Sachen immer wieder genervt. Das hat mich auch an Moria genervt. Ich habe viel mehr Moria gespielt wahrscheinlich. Ja. Wenn einfach das Prinzip nicht gewesen wäre. Weil das sind Spiele, wo man zusammen, klar, sie machen sicher allein auch Spaß, aber ich habe viel mehr Spaß, wenn ich die Spiele mit jemandem spielen kann. Wenn man zusammen etwas machen kann. Ja. Zusammen etwas aufbauen kann. Und wenn dann du aber immer wieder davon abgehalten wirst, dann verliere ich sehr schnell den Spaß daran. Dann muss ich sagen, ja. Ja, vor allem, du musst dann, je nachdem wird es teilweise so schwierig, dass du irgendwo auf einem Schwierigkeitsgrad musst spielen, der einfach durchsäckelst. Also das habe ich jetzt bei Moria habe ich das gehabt, weil bei Moria ist es so gewesen, dass du eigentlich meistens mit schwächerem Equipped in die neue Sektor reingekommen bist. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel einfach so ein bisschen chillig hast, etwas machen, du bist einfach nur misshandelt worden von diesen Orks. Mhm. Oder was auch immer dort auf dich gewartet hat. Und dann habe ich immer das Zeugs runtergestellt, bin dann dort nachher dann rein, habe die neuen Ressourcen können farmen. Und nachher war es easy gewesen. Oder respektive nachher habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich die Schwierigkeitsgrad wieder aufstellen. Aber eben, wie du sagst, es ist abhängig von einem Dude, wo das Spiel dann nachher dann zur Verfügung gestellt. Das finde ich auch relativ scheiße. Ja. Ich habe es cool gefunden. Enshrouded hat ja das nur so ein Stück weit, und vor allem sie haben es jetzt, glaube ich, mittlerweile recht geändert. Enshrouded hat ja Dedicated Server, das heisst, du kannst spielen, wenn du willst. Mhm. Und mittlerweile hast du ja auch die eigene Progress, obwohl zusätzlich jetzt halt der Weltprogress trotzdem auch noch. Also, wenn jemand Missionen schon weitermacht, macht dir das, bist du zwar dann auch so weit mit diesen Missionen, aber du kannst trotzdem dein eigenes Zeug alles auch noch machen. Ja, also, nein, es geht dir wenig verloren. Also. Ja, also gut, wobei, wenn wir über so Zeugs diskutieren, ich freue mich, also ich bin extrem gespannt auf den No Man's Sky Verschnitt von dem ganzen Zeug. Ja. Ja. Also eben, das habe ich glaube auch in einem Stream gesagt, das nennt sich Light No Fire heisst das. Ja, genau. Light No Fire ist noch kein Veröffentlichungsdatum und sonst irgendetwas. Bin ich aber sehr gespannt darauf. Wahrscheinlich müssen wir dann wieder 5 Jahre warten, bis es dann richtig fertig ist. Aber ich verfolge das mit einem Auge. Punkt. Aber das hat. Und so viel, wie ich jetzt verstanden habe, ist es wie No Man's Sky, sind alle Spieler sind auf einer Kugel, auf einem Server. Ja, aber anscheinend aber gleich wieder nicht. You can party up with friends. Ja, aber wahrscheinlich wird es so irgendwie so Layer-Funktionen geben, damit du nicht irgendwie 20.000 Leute an einem Ort hast, sondern vielleicht irgendwie verschiedene Ebenen, so wie es Dings hat, wie heisst es? Pax Day. Ich glaube, so könnte man das noch vorstellen. Ja, also da schreibe ich überall Online-Koop. Ja gut, eben. Online-Koop auf Steam ist bis jetzt eigentlich fast immer gewesen in letzter Zeit. Also einer hostet. Ja. Wir werden es sehen, eben, es ist ja noch nichts fix, es ist ja noch nichts draussen. Ja. Ja. Das war nein. Also ich habe mir das auch angeschaut, Light No Fire, und ich war eigentlich voll wieder mal bei so einem Game dabei, aber eben ich habe einfach keinen Spaß, wenn ich nicht das Spiel spielen kann. Ja. Ja, das macht eben. So Spiele sind ja prädestiniert drauf. Weil es ist bei uns selber, sie möchten dann nachher Rollenspiele unterstützen, sprich, dass du nachher dann wirklich deine Abenteuer mit deinen Leuten kannst erleben. Finde ich auch okay, bin ich völlig dabei. Aber eben, die Frage ist, wie funktioniert das? Oder kannst du sagen, hey, vielleicht ist es auch so wie Monster Hunter Wilds, wo du einen Ort hast, wo du kannst sagen, oder wo du Orte hast, wo du kannst sagen, hey, ich möchte gerne solo, online, offline spielen.
Sprich, du bist dann allein dort, gehst niemand anders rum. Du kannst mit den Gruppen rein. Oder du bist halt einfach in der offenen Welt drin, wo einfach jeder Dude drin hast. Oder drinnen ist. Und dann wird es halt wahrscheinlich einfach irgendeine Begrenzung geben. Aber eben, lassen wir uns überraschen. Ja, absolut. Was das angeht, ich greife ein bisschen vor, bin ich sehr gespannt auf Dune Awakening. Oh, ich auch. Ich habe mich für die Demo, also für die Beta jetzt angemeldet nächste Woche. Da bin ich wirklich. Ich wollte nicht gross gehen, weiss ich was von der Story oder so bereits gesehen. Ich wollte einfach mal spielen, mal schauen, wie es ist. Ja. Viele sagen, hey, es sieht mega aus wie Conan Exiles. Ich habe das nie gespielt. Es hat mich zwar immer recht interessiert. Der Penis-Simulator. Ja, aber es ist einfach. Sie haben gerade gestern News rausgehauen und da habe ich Sachen gesehen, wo ich muss sagen, hey, das ist verdammt krass. Es gibt zum Beispiel soll es einen sogenannten Landsrat geben, wo Spieler entweder am Haus Atreides oder am Haus Harkonnen helfen, um Kontrolle über das Council zu gewinnen. Der Gewinner, also es gibt anscheinend immer so einen Turnus, so einen Cycle, wo das dann gemacht wird. Und der Gewinner von dem Cycle kann in seinem Amtszeitraum, sage ich jetzt mal, bestimmen, so gewisse Gesetze bestimmen, so gewisse Policies einsetzen, die dann die komplette Spielerschaft beeinträchtigen. Aber ist das nicht auch schon bei New World so gewesen, dass du hast ja auch eine Stadt einnehmen? Also du hast ja 3 Fraktionen gehabt, oder 3 Gilden. Und die haben ja dann auch um so gewisse Städte gekämpft und da hast du können sagen, für meine Fraktion ist Holz, glaube ich, irgendwie 20% günstig, für alle anderen ist 20% teurer. Oder irgendwie so. Aber da betrifft es halt wirklich alle, die auf dieser Welt sind. Ach, das ist schon geil. Also, man ist ja, soweit ich es weiss, ist man nur auf Arrakis unterwegs. Für jetzt, vielleicht später mal weiter. Aber es ist, also, was sie halt da so aufzeigen, wo zum Launch soll kommen, ist ja wirklich, also, ist krass. Und ich habe zuletzt vor einer Woche grosse Streamer mal so für ein paar Stunden können schon reinschauen. Und es hat auch wirklich interessant ausgesehen, muss ich sagen. Ich glaube, Basebuilding und so Zeugs hat sie auch dabei, gell? Ja, voll. Also sie haben sie haben Basebuilding, du hast auch Fahrzeuge, eben so Ornithopters oder Buggies. Ich habe Libellenflugzeuge, die sind geil. Du hast wirklich eine vollständige Story. Du hast so Städte-Hubs, schreibt's, wo die Spieler sich treffen können, handeln und so weiter und so fort. Aber es gibt die 2 Faktionen, es gibt dann nachher auch, wir sind tatsächlich ein bisschen uns am Koordinieren schon, für die halt das Interesse haben. Haben wir auf meinem Discord habe ich 2 Channels eingerichtet, einen, der nur News rausgibt und einen, wo man kann miteinander schreiben und so. Der Kollege hat zum Beispiel eine Steam-Gruppe gemacht, weil der ist ja anscheinend recht in dem Innen. Er hat gesagt, es macht anscheinend Sinn, eine Steam-Gruppe zu erstellen, weil so sollte man anscheinend sehen, erstens, auf welcher Welt das die Leute sind und in welchem, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, Siege, oder eben, es ist wahrscheinlich irgendeine Gilde oder weiß ich was. Da gibt es irgendwelche Vorteile daneben, wenn man im Gleichen ist und dass man auch Zugang zu den Häusern hat oder eben zu der Base. Und Base-Building habe ich auch ein bisschen gesehen im Stream, das sieht auch recht interessant. Du kannst einfach irgendwo verbauen. Das ist noch geil. Dann hast du dann die Dinge, wo du halt das Zeug kannst aufbauen kannst. Ja. Die Bereich. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich richtig auf das nächste Wochenende. Ja, vom 9. bis 12. Oder so, irgendwie so. Am Freitag fängt es an. Nice. Dann die Beta. Ich bin gespannt. Ja. Eigentlich hätte es rauskommen diesen Monat. Ja, aber gut. sie haben es ja noch einen Monat hinterher geschoben. Ja, gleichzeitig die verschieben so um ein Jahr. Das ist ja voll okay. Ja, eben. Leute nicht Zeit für so Zeugs. Leute nicht Das Zeit ist voll für so okay. Zeugs. Also, ich habe es witzig gefunden. GTA 6 ist gestern oder vorgestern verschoben worden für ein Jahr. Ist ganz komisch. Rockstar verschiebt ihr Spiel um ein Jahr.
Andere verschieben es um einen Monat und es gibt einen riesen Aufschrei. Assassin's Creed. Ja, aber das ist genau das, der hure Entschuldigung, jetzt werde ich gerade schier hässlich. Du darfst schon noch einen Rage haben heute. Der scheiß Hate nachgeplappert. Assassin's Creed verschiebt um einen Monat und alle zusammen fangen davon ausrasten und Scheissdreck, weiss ich was. Da kommt Rockstar, ja, wir verschieben es um ein Jahr. Also respektive, nicht ganz um ein Jahr, um ein halbes. Das hätte ja immer geheißen, es sollte beim Herbst kommen. Und jetzt kommt es halt aber heute in einem Jahr. Man hat wenigstens mal das Release-Datum, das ist okay. Aber komischerweise sind alle einverstanden damit. Ja. Es ist halt Rockstar. Weißt Die lassen sich, also, weißt, das verstehe ich nicht. Rockstar, eine der geldgierigsten Firmen, die es gibt, was GTA angeht. Die haben so viel Geld mit GTA gemacht und dann haben sie ihr Drecks-Schießsystem da mit den Cash-Cards. Sie haben ja, die Ökonomie in GTA ist so kaputt. Du brauchst so viel Geld, damit du irgendetwas kannst machen in dem Game. Dass du entweder verdammt viel Zeit musst investieren und immer wieder die Drecks heisst und alles das Zeug eigentlich jeden Tag musst machen, damit irgendwie überhaupt zu Geld kommst. Oder du butterst halt einfach Geld zu Rockstar und sagst, hey, gib mir mal ein paar Millionen. Ja, das ist eigentlich ein bisschen scheiße. Mit dem haben die Leute aber kein Problem. Vor allem jetzt haben sie ja noch das GTA Online Plus eingeführt. Das Abosystem, wo du dann wieder Zugang zu gewissen Sachen hast, die andere nicht haben. Es ist halt einfach eine Geldkuh, Mann, die melkst. Ja, aber weißt du, das ist die verdammte Doppelmoral von diesen Leuten, die einfach keine eigene Meinung haben. Dort butter ich das Geld rein, hole ich das Abo da, hole ich dort noch ein Abo, gebe da wieder Geld aus. Ich brauche da noch 30 Millionen im GTA. da kommt Ubisoft mit einem Assassin's Creed, bietet Cosmetics an und Zeugs, wenn du willst. Und die Welt geht kaputt. Es ist das Schlimmste, was je passiert ist. Scheiße, wir haben Sachen, wir haben Microtransactions in Assassin's Creed. Ja, Mali, das Kreuzerdecke falsch rum, oder? Das hat man nicht andere Spiele, was solches Zeugs drin hat. Ja. Das ist, angefangen jetzt mit dem Ganzen, was man gesagt hat, bei Star Wars. Ja. Das Battlefront 2. Battlefront. Weißt du, es gibt andere Spielehersteller, weil einfach ein Spiel halt ohne Release rauslassen. Und es ist nicht mal ein neues. Aha. Es ist einfach ein altes in einem neuen Kleid. Aber der ist ja auch nicht ganz so. Ja. Wie soll ich sagen? Vielleicht tun wir ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ich muss schnell fragen, ist mein Mikrofon die Seite weg oder ist gut? Jetzt darfst du es ein bisschen näher nehmen, weil jetzt klingt es so komisch. Ja, es tut mir leid. Ich muss ein bisschen... Du über das Mikrofon reden und nicht ins Mikrofon. So meinst du? Ja, vielleicht schon nicht gerade, aber... Okay, ist gut. I try. Ja. Ich habe meine ersten Steps am PC gemacht mit Morrowind und Oblivion von Bethesda. Das Spiel ist uralt. Und ich habe mich so darauf gefreut, dass es eine Gruppe gibt von Entwicklern, von Modder, die seit 13 Jahren daran arbeiten, dass man Oblivion im Skyrim spielen kann. Oblivion. Wie hat es geheißen? Skyblivion. Also es heisst immer noch so. Seit 13 Jahren sind die Siechen am Umbasteln. Ja. Fucking 13 Jahre. Jetzt kann man noch alles nachschauen. Das sind irgendwie etwa 13 bis 20 Dudes, die das machen. Oder Dudins oder was auch immer. Und ich habe das gesehen und ich bis seit Anfang habe ich einfach gesagt, yes. Ich warte dann immer noch darauf, dass die irgendwie mal so einen Charity-Button rein tun, wo heisst, hey, Lofi, kannst du uns einen Kaffee zahlen? Ich finde nichts. Wenn jemand etwas gesehen hat, ja. Weil Oblivion ist mein absolutes Lieblingsspiel, als ich klein war, als ich jung war. Es ist halt einfach mein Elder Scrolls Game. Ich habe das aber von Stunden gespielt. Ich spiele es heutzutage immer noch, weil es einfach so geil und cringe ist. Also, es ist halt einfach geil. Und jetzt einfach aus dem Nichts raus hat Bethesda einfach gesagt, komm, wir tun jetzt Oblivion Remastered rauslassen. Und was ist es?
Unreal Engine 5. Ich habe das Spiel gestartet. Also ich habe es auf Xbox Live, ich habe mir es nicht gekauft. Es ist ein Remaster, kostet einfach mal 60 Stutz. Und ich mir dachte, nein, das mache ich jetzt nicht, weil wenn es scheiße ist, habe ich immer noch das Auto, das ich spielen kann. Und ich warte immer noch schön brav gleich auf Sky Oblivion. Wahrscheinlich werde ich auch das dann favorisieren. Item. Ich habe mir es über Xbox habe ich mir das Code runtergeladen, also das gespielt, das 120 Gigabyte. Ja, das auf habe Festplattenspeicher. Alter, Oblivion normal hat 5. Ja. Es ist einfach riesig. Okay, ich habe mir folgende Notizen aufgeschrieben. Ja, Bethesda hat es wieder getan. Nochmal ein altes Spiel neu released. Spiele ich es? Ja. Habe ich Spaß daran? Ja. Ist das Spiel performant? Nein. Also, ich habe eine 3070er Grafikkarte drin von Nvidia und bei mir, also ich kann es auf Mittel spielen, ohne dass es ruckelt. Also ich könnte es eigentlich auch auf High spielen, aber es ruckelt dann ein bisschen zu fest. Es braucht einfach Ressourcen wie blöd. Tatsächlich, sie haben ein paar Improvements gemacht und ich muss sagen, hey, das ist wirklich cool. Eben zum Beispiel, wie tut man leveln, weil früher im alten Oblivion ist das mega dumm gewesen. Jetzt hast du eigentlich auch, in dem, was du jetzt zum Beispiel, du hast an der Stelle stehen, einfach 30.000 Mal in die Luft springen. Und dann hast du die Athletik verbessert. Ja. Und anhand von dem hast du nachher einen gewissen Wert hast du können verbessern, nachdem du geschlafen hast. Zum Beispiel macht keinen Sinn, wenn du die ganze Zeit springst, dass du nachher dann die Intelligenz kannst aufboosten, weil das bringt dir nichts. Mhm. Das habe ich eigentlich mega cool gefunden. Das haben sie jetzt anders gemacht. Du kannst wirklich von Anfang an auswählen, was willst du gerne leveln. Warum das Glück plötzlich 3 Punkte kostet, während die anderen Sachen jeweils nur einen kostet, habe ich mich nicht gefragt. Ich finde es schön, sieht man das alte Spiel immer in einem neuen Kleid, auch wenn es Unreal Engine 5 ist. Ich persönlich bin nicht unbedingt Fan von Unreal Engine 5. Was ich cool finde, ist, sie haben die Sounds sind immer noch die gleichen, also die Sprecherrollen sind immer noch die gleichen. Das Geile ist der Patrick Stewart, der Sir Patrick Stewart heisst er, glaube ich. Das ist, der hat eine Sprechrolle drin, der spielt den König, Uriel Septim. Und der Sean Bean hat auch eine drin. Und tatsächlich haben sie die zwei Charaktere auch ein bisschen, also vor allem der vom Sean Bean haben sie wirklich so ein bisschen angepasst, das Gesicht aus wie der Sean Bean. Das habe ich auch mal gesehen. Das finde ich wirklich mega cool. Lustige Bugs gibt es immer noch. Also einfach mal eine Quest bekommen. Ja, gang 12 Fischschuppen holen. Und während der Quest heißt es plötzlich, ja, die Quest ist abgebrochen worden, der Typ ist gestorben. Und ich so, what? Und dann siehst du, kommst du siehst einfach plötzlich so einen Totenbeschwörer, der dort die Leute umniet. Und du so, super, jetzt habe ich wegen dir einfach die Quest nicht machen. Fick dich. Aber genau so Scheiß, wegen dem liebe ich Oblivion. Es ist einfach, es hat einfach so lustige Momente drin. Das Prinzip finde ich aber so geil. Das macht ja Kingdom Come Deliverance genau so. Ja. Die Welt geht weiter. Auch wenn du jetzt nicht in dem Dorf bist. Ja. Wenn es blöd kommt, überfällt jetzt irgendwie ein Bandit das Dorf und killt den Dude, wo du jetzt gerade eine Mission dafür musst machen. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Oder hast du es lang gehabt. Es hat zum Beispiel auch zwischen Morrowind und Oblivion. Morrowind war der dritte Teil, der ist noch ein Stückchen älter. Dort hast du, wenn gewisse Figuren gestorben sind, ist eine Meldung gekommen, die heisst, hey, die Person ist essentiell für die Hauptstory. Wenn die stirbt, kannst du entweder in einer grausamen Welt weiterleben oder du ladest neu. Und dann kannst du einfach sagen, okay, ist gut. Und dann kannst du einfach dein Leben dort weiterleben. Das ist geil. Und eben Oblivion macht das sehr gut. Und eben, also ich freue mich drauf. Also ich habe Spass daran auf jeden Fall. Es hat ein paar Improvements. Sonst sieht es eigentlich genau gleich aus. Also von mir aus, wenn der Original Spass wollt, kauft euch das normale Oblivion. Das reicht völlig. Ja, also ich habe ein, zwei Streams geschaut. Ich habe Oblivion nie ganz gezockt. Es ist wie bei Skyrim ist mir auch im Nachhinein, auch Skyrim ist mir viel zu gross gewesen. Es ist einfach, es ist nice, wenn du eine Welt hast, wo du kannst machen, was du willst, aber Skyrim hat mir einfach viel zu wenig Führung gegeben.
Also weißt du, wenn ich ein Spiel so spiele, will ich immer nur eine Geschichte erleben. Das stimmt, ja. Also, und Skyrim, ja, du kannst Geschichte erleben, aber du wirst einfach reingeschmissen. Da, schau selber, ist mir scheißegal, was du machst. Du kommst plötzlich auf einem Heuwagen daher. Ja, und das ist... Aber was ich in Oblivion jetzt im Remaster gut gefunden habe, ich habe immer ein Problem mit Remasters. Weil viele Remasters sind einfach... Ja, wir haben jetzt die Texturen ein bisschen verbessert, that's it. Mhm. Aber beim Oblivion, was ich jetzt gesehen habe, ist, sie haben wirklich, aber vielleicht halt durch Unreal Engine 5. Und ja, ich verstehe, wenn du sagst, du hast sie nicht gern, die ist fordernd. Also selbst. Ja. Das ist einfach der Grund, warum viele so. Unreal Engine 5 ist absolut der Schiss. Es ist hure geil, die kann richtig etwas. Sie ist einfach noch nicht auf einem, also bei vielen Orten noch nicht auf einem Level, wo sie wirklich sehr performant auf also, vielen Systemen kann laufen. Mir geht es nicht unbedingt um das. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue, Oblivion hat einen eigenen Stil gehabt. Skyrim hat einen eigenen Stil gehabt. Das ist das, was mir gerade das erste aufgefallen ist. Ich komme in einen Charaktereditor rein und das erste, was mir auffällt, ist, es ist Unreal Engine 5. Weil es halt einfach so viele Spiele gibt, wo gleich, es sieht für mich einfach alles ein bisschen ähnlich aus. Das ist das, was ich meine. Eben, RuneScape, das ich gespielt habe, auch gerade das erste, was ich dachte, Unreal Engine 5. Es sieht gleich aus wie Enshrouded. Du hast halt einfach, eben, ich sage nicht, dass Unreal Engine 5 scheiße ist oder irgendwie, dass das nicht gut ist, aber es ist halt einfach irgendwie momentan so ein Standard, wo überall siehst. Aber das hat überall mit dem Entwickler zu tun, wie sie es umsetzen. Ja, eben. Weißt du, wenn ich schaue, Pax Day hat auch Unreal Engine 5 Punkt irgendwas. Ja, aber eben. Es sieht auch nicht gleich aus wie alles andere. Ja. Das kannst du nicht an der Engine Schuld geben, tatsächlich. Nein, ich gebe nicht an der Engine Schuld. Was ich halt aber geil finde, ist, was sie auch beibehalten haben, ist, dass du die Charakter so richtig kannst verunstalten. Ja, das habe ich gesehen, hey. Jesus. Also wirklich. Da habe ich so viele Bilder und Videos gesehen, ich dachte, fucking hell. Also das finde ich wirklich schön, dass sie so das Grundbaustein, eben so das silly Gaming, es ist so gut. Es ist so gut. Ja. Aber eben... Wenn wir schon bei Nostalgie sind. Oder hast du noch etwas? Nein. Also ich habe schon noch eins nachher, aber die Frage ist... Ja. Wir sind schon wieder bei 3 Stunden, Alter. Ja, ich sehe es. Also ich habe noch 2. Ich mache mal das erste, das kann ich schnell machen. Ich habe wieder mal Helldivers 2 gezockt. Ich habe mal so einen Abend den Anfall gehabt. Ich gehe Helldivers streamen und dachte, ja gut. Hat sich einiges da, tatsächlich. Ja. Zuerst bin ich ein bisschen überfordert gewesen, weil, und das ist ein Negativpunkt, aber auf eine Art verstehe ich es auch. Es hat viel neu von diesen Packs gegeben. Ja, unglaublich. Also, ich habe die Liste aufgemacht. Wo bin ich da gewesen? Beim 3. Und was haben wir jetzt? 20. Oh, shit. Die haben also, ich weiß nicht rausgebracht. Ja. Aber im Zug dessen, wie das Spiel halt funktioniert und so, verstehe ich, warum sie das ein bisschen so machen. Sie brauchen natürlich irgendeine Einnahmequelle, die ein bisschen kontinuierlich ist. Dafür muss man sagen, ich finde es krass, wie geil die Entwickler die Story voranbringen und weiterbauen. Ich habe mich ein bisschen updaten. Ich habe mit der KG gespielt. Und ich habe vorher schon mal in einen Stream geschaut. Dort hat mir einer erklärt, was so abgelaufen ist, seit wo ich eigentlich aufgehört habe zu spielen. Ich habe ein gutes Jahr nicht mehr gespielt, tatsächlich. Ich habe auf Steam geschaut. Mhm. Ich habe im April also Ende April das letzte Mal gespielt und jetzt letzten Monat halt wieder mal reingeschaut. Es ist krass, was sich alles da hat, was sich verändert hat von der Story her und wie es jetzt weitergeht. Hey, Props an die Entwickler, dass sie so weiter sind. Und darum verstehe ich auch völlig, wenn sie sagen, hey, wir müssen halt irgendwie Einnahmen generieren. Mhm. Und ich meine, das Pack kostet die, sind es glaube ich 10 Stutz. Ja. Ist jetzt nicht die Masse. Ich meine, auf die Zeit, eben auf über ein Jahr eigentlich, wo das Spiel jetzt besteht. Also, und jedes Package musst du ja nicht holen, theoretisch. Nein. Also das kommt halt nicht. Nein. Also eben, ich finde noch, das ist ja genau das, aus meiner Sicht genau das richtige Modell, das sie gewählt haben. Ja. Du hast das Grundspiel,
Du kannst dir selber das Zeug zusammenfarmen, es geht einfach hure lang, aber du kannst den Spielentwickler eigentlich auch so unterstützen, dass du sagst, hey, ich hätte gerne die und die Sachen, damit ich eben, damit ich ein bisschen besser aussehe oder Ja, spielen musst du ja trotzdem nur. Du kannst richtig, ja, also nur weil du die Package jetzt freigeschaltet hast, hast du das Zeug ja da drinnen nicht. Ja, und das andere ist, du hast auch keinen Vorteil durch das. Also du bist nicht grundsätzlich besser, wenn du Scheiße spielst, bist einfach Scheiße. Ja, du hast natürlich schon Zugang, also du kannst ja natürlich dann schon je nach Paket verschiedene Waffen freispielen, ja. Genau, aber... Wo dann schon eine Auswirkung haben oder irgendwelche Perks und so Sachen, wo du sonst halt nicht hast. Das stimmt, ja. Aber grundsätzlich hindert dich das nicht ab oder gibt dir keinen Nachteil gegenüber anderen Spielern, weil das Ziel ist ja eigentlich nicht das PvP, sondern du hast ja das Joel früher. Jetzt ist es das ganze Team. Genau, das schon. Richtig. Genau. Und das ist eben auch das, was ich auch von Anfang an gesagt habe, das Spiel wird sich jetzt jahrelang weiterziehen, weil das genau so funktioniert. Du gehst immer wieder ein Stück mehr rein, du gehst immer wieder ein Stück mehr rein, du gehst immer wieder ein Stück mehr rein und es wird immer grösser. Aber das Ziel ist immer noch das Gleiche und alle haben Spass dran. Absolut. Und eben, das ist jetzt auch ein Modell, wo du kannst sagen, hey, ich gehe das jetzt mal ein Jahr auf die Seite und dann kommst du wieder und dann kannst du einfach weiterspielen mit neuen Sachen, die drin sind, eben mit Fahrzeugen und keine Ahnung was. Und ja, gut, nein, da bist du dann eben eingeschränkt, weil du hast die Fahrzeuge nicht. Ja, du musst sie zuerst freischalten. Du hast sie nicht freigeschalten. Genau. Also musst du zuerst schon Zeit investieren. Dafür, oder die anderen haben verkackt, weil sie vorher irgendeinen Planeten hätten müssen erobern und haben es nicht geschafft. Ja, das kommt dann dazu. Ja. Genau. Ja, aber es gibt, glaube ich, immer noch sehr viele Channels, die einfach nur noch Helldivers spielen, teilweise. Also, ein Kollege von mir, der spielt immer noch Helldivers. Ja. Also ich habe auch in meiner Steam-Liste gesehen, also Helldivers ist immer irgendwo präsent. Ja. Irgendjemand spielt fast immer. Ist schon so. Ich glaube, wir müssen auch wieder mal gut reinschauen. Ja, was hast du noch? Ich habe noch eins nachher. Ich habe noch zwei, aber vielleicht mache ich das zweite dann nicht mehr. Also, wenn ich auch sehr, sehr Freude hatte, was letzten Monat rausgekommen ist. Das andere ist eben schon Ewigkeiten her, aber meine Echtzeitstrategie-Herz hat einen sehr freudigen Gump gemacht an Tempest Rising. Mhm. Das ist das, was du auch schnell gesehen hast. Ja. Tempest Rising, was ist das? Es ist ein Echtzeitstrategiespiel, wie früher das Commander & Conquer. Oder wie auch... das bitte richtig. Command & Conquer. Danke. Ja. Das triggert, das ja, so viel so falsch. Das triggert mich Command & Conquer. Seit 20 Jahren. Ja. Bin ich da. Entschuldigung. Command & Conquer, ein normales Tiberium Wars oder Red Alert. Wer diese Spiele kennt, wird sich extrem freuen ab dem Tempest Rising. Tempest Rising ist von einem schwedischen Entwicklerstudio, weil das EA tatsächlich einfach seit fast 13 Jahren verkackt hat, irgendwo einen anständigen Nachfolger zu bringen. Command & Conquer 4, Tiberian Twilight hat das, glaube ich, geheißen, oder Tiberian Sun. Tiberian Sun hat es noch gegeben, ja. Also es hat eben noch den 4. Teil gegeben. Der 4. Teil war einfach für einen Arsch gewesen. Also sie haben dort mal etwas Neues probiert, sie haben dort mal etwas Neues gewagt. Aber wir müssen sagen, okay, kann man machen, aber hat nicht gefällt. Und nachher ist einfach nichts mehr gekommen. Nichts mehr. Seit Jahren wartet wirklich so ein bisschen Gaming-Lobby, vor allem von diesem Zeugs, wartet immer darauf, dass etwas Neues gekommen ist. Und das schwedische Entwicklerteam hat einfach gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und for real, es ist einfach 1:1 fucking Command & Conquer. Mhm. Ja, das ist schon. Macht's Spaß? Ja, es macht Spaß. Es ist richtig cool. Ich habe das jetzt mit einem Kollegen zusammen, mit dem Viking, haben wir das mal einen Abend lang gespielt, haben die Schwierigkeit auf der KI mal ein bisschen aufgestuft und haben wir geschaut, okay, was kann der schwere Mocken. Meine Fresse. Ey, der hat uns einfach voneinander gerupft dort gehabt. Also es ist auch ein bisschen knackig von der KI. Die Story muss ich tatsächlich noch spielen, die habe ich mir noch nicht hingewagt, aber es macht ultra viel Laune zum Spielen, also für mich persönlich auch. Und eben, die Runden gehen meistens nicht länger wie eine halbe Stunde. Und es ist wirklich, ich finde es wirklich gut. Es läuft performancemäßig hure sauber, keine Probleme, auch für das, dass es eigentlich auf dem Bildschirm manchmal klopft und tätscht, wenn so
So wie wenn du 4 gegen 4, oder wenn du 2 gegen 2 hast. Ja, eben. Und sie sind jetzt auch noch dran, zum Sachen nachzuliefern und es ist wirklich cool. Tempest Rising, let's go. So, sind wir Ist sie wieder wieder da? da? Ich weiß nicht. Oh ja, das andere Rekord. Es hat nach 3 Stunden einfach aufgehört. Ich glaube, also, nicht, dass wir den Limit da hätten, aber es hat einfach aufgehört aufzunehmen. Okay, ich glaube, wir haben dieses allgemeine Limit erreicht. Einfach 3 Stunden. Wir haben, glaube ich, das Tool kaputt gemacht, das für Okay. diese Längen. Wir tun uns für die Unterbrechung entschuldigen. Also ja, entschuldigen. Das ist jetzt halt einfach so. Ist jetzt so, ja. Wenn wir es auch irgendwie sind wir zusammenschnipseln. Aber KKND habe ich irgendetwas erzählt. Ja. Das ist so eine. Ist auch ein Echtzeitstrategie-Spiel gewesen. Das heißt Crush, Kill and Destroy. KKND. Ist für Windows 95 da gewesen. Tatsächlich. Und wir haben, also Crossfire vor allem, das ist 1998 rausgekommen. KKND 2 Crossfire. Mhm. Boah, das haben wir. Hey.
Also wenn es ein Team gegeben hat oder so, dann hat wir eine Stunde in das hineingegeben. Wie blöd. Und das war richtig gut gewesen. Das hat ein bisschen Ähnlichkeit halt mit Generals gehabt, tatsächlich. Ja, also ich habe so nachher dann auch im Stream angeschaut und es hat wirklich genau gleich ausgesehen. Ja. So, was haben wir noch? Hast du noch etwas? Ja, ich habe so von wegen, du hast jetzt eben gesagt, es hat einfach ein Entwickler Beithand genommen und hat etwas gebaut, Yep. wo sonst keiner mehr angebracht hat, richtig. Und genau so ein Spiel habe ich auch gespielt, diesen Monat, oder letzten Monat. Ein mega toller City-Builder vom Schweizer Entwickler Roger Gassmann, den er in 7 Jahren Arbeit allein gebaut hat. Natürlich hat er ein bisschen Hilfe ausser da gehabt. Er hat zum Beispiel mit Architekten oder Historikern und so Archäologen geredet. Und zwar geht es um Pax Augusta. Pax Augusta, aber ein römischer City-Builder. Du baust römische Städte mit allem drum und dran. Es hat keinen Kampf. Es ist wirklich ein reiner City-Builder mit ein bisschen Wirtschaft und so. Wer vielleicht die alten Caesar-Games oder Pharao-Games kennt, der fühlt sich hier direkt wohl. Also es ist wirklich recht ähnlich. Mit den Bäumen schauen. Nein, musst du tatsächlich nicht. Aber es ist halt, tatsächlich ist das ein Grund gewesen, wie du vorhin eben bei diesem gesagt hast. Er hat solche Games für mich gesagt, es macht keiner mehr so Games. Warum? Mhm. Und alles, was er schon angeschaut hat, was ein bisschen ähnlich war, ist einfach nicht das Gleiche gewesen. Er hat gesagt, so. Und dann hat er hat keine Ahnung gehabt, hat sich einfach angesetzt, hat angefangen und hat ein tolles Spiel rausgebracht, wirklich. Ja, aber eben, das ist schon nice. Vor allem eben, wenn die Leute noch ein bisschen unterstützen und so. Und ja. Ja. Also ich has... Entschuldigung. Ja, mach nur. Also, ich habe es bei dir gesehen und es sieht aber mega gut aus eigentlich. Also eben für das es eine Person gemacht hat. Ja, absolut. Aber es hat sehr viel Liebe ins Detail. Es lässt sich gut bauen. Man kann auch ein bisschen schön bauen für die das gerne machen. Man darf einfach, was ich immer wieder sage, es haben mich halt viele Leute nachher gefragt, hey, ist so etwas, ist es gut? Dann habe ich immer jedem gesagt, du darfst einfach keinen durchpolierten AAA-Titel erwarten. Es ist ein Dude, der in 7 Jahren das Spiel gebaut hat. Das Spiel hat seine Macken, es läuft teilweise nicht ganz so performant. Der Roger Gassmann, der schafft schon Patches. Jetzt gerade diese Woche der Patch rausgekommen, wo mit dem RAM und so Sachen gemacht hat, dass es nicht mehr so Probleme hat. Das ist voll okay. Also man kann wirklich. Und ich weiss, der Renegade hat sich auch geholt. Das Müsli. Der ist auch recht begeistert, glaube ich, davon. Also der spielt auch immer wieder. Und das Einzige, was ein bisschen schwierig ist an dem Game, du weißt nicht ganz, je nachdem, welchen Modus du spielst, weißt du nicht ganz, ja, was muss ich jetzt alles machen. Aha, okay. Ich habe so freie Karriere gewählt, das heisst, du kannst eine Karriere machen, aber du bist frei wie. Also du hast keine Geschichte, keine Story, nichts, du kannst einfach bauen. Es gibt noch einen Story-Modus, ist wahrscheinlich, würde ich dann nächstens mal angehen, einfach mal zum schauen, ja, was verlange ich jetzt überhaupt alles, weil ich habe jetzt meine Stadt ausgebaut, bis zu einem gewissen Grad, ich habe fast keinen Platz mehr, ich habe alles ein bisschen drin, ich bin zwar noch nicht auf der höchsten Einwohnerstufen und so, aber ja, wie könnte ich jetzt, wie komme ich jetzt weiter? Ich habe die zweite Stadt angefangen. Aber, was ist so der nächste Step? Ja, genau. Aber ja, das ist also wirklich jede Woche Cäsar oder Pharao oder Zeus hat auch noch eins geheißen, weil die Games gerne gehabt früher. Sus! Gönnt euch Pax Augusta, kostet nicht viel, so 20, 25 Franken. Aber ihr unterstützt einen einzelnen Schweizer Entwickler, der es wirklich verdient hat. Er hat es wirklich mega gut gemacht. Ich bin kurz in Kontakt gestanden mit ihm auf Insta. Weil er hat meine Story gesehen. Und dann hat er geschrieben, geil, ein Schweizer, der das streamt. Voll geil. Er hat leider dann nicht reinschauen können, weil er sonst bei einem noch dabei war. Aber ich finde es super, muss ich sagen. Aber das ist doch die Hauptsache. Ja. Hauptsache Spaß am Spielen, ne? Genau.
Und wir haben Spass am Podcast aufnehmen, darum sind wir jetzt so bei... Da haben wir uns, glaube ich, schon wieder unseren Rekord gebrochen von 3 Stunden. 3 Stunden und 31 Sekunden ist die vorherige Aufnahme gegangen, bis sie abgebrochen hat. Ich weiß nicht warum. Aber wahrscheinlich müssen wir halt einfach schauen, dass wir unter 3 Stunden bleiben. Weißt du, wieso sind wir das letzte Mal nicht? Das letzte Mal haben wir einen Unterbruch gemacht. Das letzte Mal haben wir ja einen Cut gemacht. Darum sind wir nicht auf 3 Stunden gekommen. Stimmt. Darum. Aber das ist gut zu wissen, dass wir bei 3 Stunden automatisch so fertig. Machen wir mal Pipi-Pause. Ja gut, dann würde ich schon mal sagen, liebe Leute, merci vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Wieder. Es ist tatsächlich, also für all die, also kurz um zu sagen, es ist viel Feedback gekommen zu dieser 3-Stunden-Folge. So von wegen, fuck, 3 Stunden, ja, holy, 3 Stunden, ich weiß nicht, wie ich das mal gelesen habe. Viele haben aber gesagt, geil, 3 Stunden. Es ist absolut nicht unsere Absicht, 3-Stunden-Folgen zu machen. Eigentlich nicht, nein. Wir cutten uns nicht, wir halten uns nicht irgendwie gross irgendwie von etwas zurück. Wenn eine Folge 3 Stunden geht, geht sie 3 Stunden. Wenn eine Folge nicht 3 Stunden geht, dann geht sie halt nicht 3 Stunden. Ja, genieße jetzt noch, aber nachher jetzt kommen wieder die warmen Zeiten. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen raus oder so. Vielleicht. Gut, lachst du jetzt von dir aus? Ja. Ja, vielleicht wird es in der Zukunft wieder ein bisschen kürzer. Eben. Auch denke, das Mal wird es relativ kurz und es wird immer länger. Ja, also den 3-Stünder habe ich heute nicht erwartet. Aber wir haben viel ausgeschweift, wir haben viel so andere Sachen auch, aber von dem her ist es schon gut. Genau. Und ich mache das mal kein Codewort, sondern ich möchte wissen, wie viele Tricks hat der Tom Turbo drauf? Schreibt es in die Kommentare. Oh, jetzt. Und ab welchem habe ich... Ja. Und sag uns 3 davon. Genau. Das wäre geil. Das wäre geil. Ja, dann Fall. Dann tschüss ja nächsten Monat. Genau. Ja. Tschüss und adios. Ade. Ja.